kostet Milliarden wahrscheinlich. Und er hat auch diesmal meine Einladung angenommen. Er war schon vor 6 Monaten bei uns, am 29. April in der Europäischen Haus. Und jetzt ist er wieder bei uns. Diesmal wollten wir an diese Versammlung im Bundestag machen. Herr Brandt hätte sich gefreut, wenn das geklappt hätte, weil er hat gesagt, Herr Can, okay, machen wir nächstes Mal, also diesmal, die Versammlung im Bundestag, damit meine Kolleginnen und Kollegen das direkt hören, was wir sagen. Aber leider gibt es neue Bestimmungen im Bundestag. Und solche Konferenzen sind nicht mehr möglich im Bundestag abzuhalten. Und darum, wir sind hier. Wie gesagt, Herr Brandt wird später kommen. Jetzt zurück zu Dr. Sens, dass er wird auch später in erster Sitzung, erste Panel sprechen, aber jetzt als Ehrengast, als diejenigen, die die Uigur-Situation in der ganzen Weltgemeinschaft damit das Zuhör bekommt, dafür gearbeitet, möchte ich, dass zu mir kommt. Vielen, vielen Dank, dass Sie meine Einladung eingenommen haben. Vielen Dank. Jetzt möchte ich diese heutige Konferenz offiziell öffnen. Liebe Gäste, natürlich habe ich Mitglieder des Bundestages erwartet, aber ehemalige ist dabei. Wie viele von euch kennt, ich bin ein Uigure. Mein Vater musste als Schuldirektor vor 61 Jahren unsere Heimat verlassen, weil er schon damals durch seine Arbeit umerzogen werden sollte. Ich lebe seit fast einem halben Jahrhundert in Deutschland und versuche seit über 30 Jahren das Elend und die Unterdrückung meines Volkes in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit bekannt zu machen. Während der letzten Jahre haben die Repressionen noch zugenommen, sogar eine uigurische Intellektuelle wie der Brückenbauer Ilham Tohti, der zwischenzeitlich mehrmals auch von deutschen Politikern für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Mittlerweile spricht die freie Welt von einem modernen Genozid gegen das uigurische Volk. Da Herr Michael Brandt, der sich seit langem für Menschenrechte einsetzt, bei unserer letzten Konferenz am 29. April im Europäischen Haus sehr stark die gleiche Meinung vertreten hat, habe ich ihn gebeten, ob er im Bundestag als Schirmherr für eine Konferenz auftreten würde. Ich bin ihm im Namen meines Volkes sehr dankbar, dass er sich dazu bereit erklärt hat. Also, wenn er hier wäre, für seine Eröffnungsrede wollte ich jetzt das Mikrofon überreichen, aber er wird später kommen. Nach dieser kurzen Einführung möchte ich mit unserer ersten Sitzung beginnen. Als erste ist die sogenannte Keynote Speech. Frau Sophie Richardson, Direktorin des China-Abteilung Human Rights Watch, ist als erste Rednerin, wird live eingeschaltet. Wenn es soweit ist. Hallo Sophie, you hear us? Sophie, you hear us, Sophie? Okay.
Sie soll dann einschalten. Hallo Sophie. Sorry for the delay. We have some technical problems. Sophie, you hear us? Sagt ja, aber gut, wenn wir Sie nicht hören können, kein Sinn, das Wort hier zu geben. So. Okay, Sophie, we don't hear you, and that's why you will talk separately at the end of this session when the technique works. Thank you. Please stay muted. Jetzt möchte ich, weil das nicht funktioniert, mit gleich Dr. Sens beginnen. Ich habe ja über ihn ganz kurz etwas gesagt. Jetzt brauche ich nicht Zeit verlieren, Herr Dr. Sens. Was haben Sie durch Ihre neue Geschäfte herausgefunden? Was möchten Sie unsere deutsche Publikum und insbesondere deutsche Abgeordneten sagen? Danke Ihnen. Wir haben die Mikrofon. So, ja. So gut. Ja, Guten Nachmittag, guten Tag. vielen Vielen Dank für die Einladung. Es ist schön, wieder in Berlin zu sein, zum 3. Mal dieses Jahr, nachdem ich 25 Jahre in Berlin war, sozusagen. Herr Can hat mich gebeten, etwas über Forschung, über Völkermord, über die Situation zu reden. Wenn wir uns das Ganze mal ein bisschen im Kontext anschauen, so, es ist ja eine ganz vielschichtige Kampagne der Unterdrückung und die sehr viele verschiedene Aspekte. Das ist, glaube ich, wichtig auch zum Verständnis dessen, was in Xinjiang passiert und wie man es am besten beurteilen sollte. Im August 2016 benahm damaliger Parteisekretär Chen Quanguo ja das Amt und begann sofort mit dem Aufbau des Polizeistaates, also die Massenrekrutierung von Polizei. Xinjiang hatte davor ja schon ab ungefähr 2012 die Rekrutierung von Sicherheitskräften stark hochgefahren. Im Jahr 2016 halt unter Chen Quanguo ging das nochmal richtig nach oben. Damit schafft er die Voraussetzungen für das Ganze. Also der Sicherheits- und Polizeistaat einerseits mit den menschlichen Kräften, also der menschliche Faktor spielt nach wie vor eine große Rolle, dass man also Personenzahl hat und zweitens natürlich die technische Überwachung. Das ist das Grundfundament dessen, was in Xinjiang passiert und wie die Regierung dort ihre Politik umsetzt. Nun haben wir ein paar neue Erkenntnisse aus den Xinjiang Police Files, die ja dieses Jahr im Mai veröffentlicht worden sind. Eine dieser Erkenntnisse zum Beispiel ist die Einstellung, die halt auch bei Chen Quanguo herüberkam.
des Ganzen gegenüber. Also der hat unheimlich, wohl offenbar echt Angst gehabt oder Bedenken gehabt, dass die Uiguren tatsächlich radikal wären, dass sie gefährlich sind, dass es Anschläge geben könnte oder auch gab natürlich teilweise, aber dieses Bewusstsein oder diese Wahrnehmung, die war halt ganz, ganz stark ausgeprägt. Und das hat man in diesen internen Reden von Chen Xuanguo, die wir jetzt erhalten haben, hat man es ganz dramatisch erkannt. Und deswegen habe ich auch in meiner Forschungsarbeit zu den Xinjiang Police Files im Mai jetzt aus akademischer Sicht noch dazu geschrieben, dass unser Verständnis dessen, was dort abläuft, wenn man jetzt mal sich die Denkweise der Beamten der offiziellen chinesischen Regierung vor Augen hält, dass das wie eine paranoide Denkweise ist. Also die Paranoia, eine ganz ausgeprägte Paranoidität, die wir dort sehen. Und es gibt im Englischen das Konzept der Political Paranoia, das laut Forschern halt eine wichtige Rolle bei Massenmenschenverbrechen spielt. Das heißt also, diese stark übertriebene Wahrnehmung einer Gruppierung, die als so gefährdend dargestellt wird. Und deswegen muss man drastisch handeln, man muss sogar präventiv handeln. Also die präventive Internierung von Hunderttausenden oder Millionen von Menschen, denen man ja eigentlich gar kein Verbrechen nachgewiesen hat, von normalen Bürgern, Uiguren, das ist wohl ein klassisches Zeichen dieser paranoiden Grundeinstellung. Und ich denke mal, das ist sehr wichtig für unser Grundverständnis auch dessen, was dann passiert ist, wie das Ganze sich entwickelt hat. Und das passt halt auch zu den Wahrnehmungen erstens natürlich dann von Präsident Xi Jinping im Jahr 2014 in den Xinjiang Papers, aber auch die Wahrnehmung der Uiguren als konzentrierte Bevölkerungsgruppe. Wenn wir uns mal anschauen, was dann passiert ist, also 2017 kam dann im März die Kampagne der Masseninternierung, gleichzeitig gab es ja aber auch den Ausbau von Vollzeitinternaten. Gleichzeitig gab es dann auch die Kampagne der Zwangsarbeit durch Armutsbekämpfung, durch Arbeitstransfer. Dazu habe ich auch ein paar neue Erkenntnisse, die ich noch kurz präsentieren werde. Und dann natürlich die Kampagne der Geburtenverhinderung. Und das, wo ich jetzt hauptsächlich darüber reden möchte, ist diese Kampagne der Geburtenverhinderung, wo wir also ja schon im Jahr 2020 durch meine Forschung ursprünglich festgestellt hatten, die Geburtenraten in den Uigurenregionen sind also dramatisch zurückgegangen, dramatisch gesunken. Dramatische Einbrüche hatten wir, also nur mal ein Beispiel zu nennen, das Bevölkerungswachstum in Südxinjiang fiel von 15 Promille, das ist jetzt das Bevölkerungswachstum, da haben wir schon Geburtenrate minus Sterberate, von 15 Promille 2013 bis 14 auf 4 Promille im Jahr 2018, dann im Jahr 2019 auf 1,7 Promille, also schon fast null, und manche Regierungsbezirke waren dann im Jahr 2020 unter null. Und da haben wir jetzt keine vollständigen Daten mehr, denn seit 2019 hat die chinesische Regierung zu den uigurischen Bevölkerungszahlen, die veröffentlichte eine Gesamtzahl, die auch abgeändert wurde. In der Volkszählung von 2020 wurde die Zahl der Uiguren korrigiert, um mehrere hunderttausend nach unten korrigiert. Vorgeblich, weil man nicht genau gezählt hätte. Das ist auch durchaus normal. Nur so ein Polizeistaat, wo an jedem Hauseingang eine Kamera ist und alle in 20 Datenbanken sind, da hätte man doch eigentlich vermutet, dass die Zählung der Bevölkerung schon recht genau gewesen wäre. Nun gut, man kann sich denken, die chinesische Regierung veröffentlicht keine aktuellen Zahlen zu der uigurischen Bevölkerungsentwicklung. Was wir aber wissen ist, sie ist auf fast null runtergegangen in vielen Regionen. Eine Uigurenregion mit fast 1 Million Einwohnern, eine große Präfektur in Südxinjiang, Kysulsu, berichtete, dass im Jahr 2019
nicht ein einziges Kind außerhalb der Planungsvorgaben der Regierung geboren worden war. Und damit haben sie auch die Vorgaben der Regierung, der Region erfüllt. Das ist nämlich die Vorgabe. Das heißt, die Vorgabe ist, dass die sogenannte demografische Vorhersage oder Vorausplanung genau stimmt und dass eigentlich niemand außerhalb der grundsätzlichen Vorgabe geboren wird. Also das Maximalbevölkerungswachstum darf nicht überschritten werden. Und da gibt dann jeder Regierungskreis seine eigenen Vorgaben dann heraus. In der gleichen Region waren im Jahr 2019 88% aller Frauen, gebärfähigen Frauen, waren langfristigen Geburtsplanungs- und Geburtsverhinderungsmaßnahmen unterworfen worden. Auch das eine Erfolgsmeldung aus dem Jahr 2019. Nun, wenn wir uns mal überlegen, das sind jetzt die harten Fakten, das sind alles Daten der Regierung. Um jetzt also ein bisschen zu schauen, was steht denn dahinter? Ist das denn Völkermord oder was ist die Planung oder wie soll man das verstehen? Die Definition von Völkermord in der Konvention der Vereinten Nationen von 1948 zur Verhinderung, man höre genau, der Name der Konvention ist die Konvention zur Verhinderung und Bestrafung des Tatbestandes des Völkermordes. Um diesen Tatbestand also festzustellen, muss eine Intention nachgewiesen sein, nämlich nicht nur, dass entweder Menschen getötet werden oder durch Geburtenverhinderung Geburtenverhinderung ist eine der 5 Kriterien, also der direkte Mord, mit dem wir in Deutschland ja besonders, der Holocaust sozusagen, ist das erste und die Geburtenverhinderung ist die 5. Und dann gibt es noch 3 andere. Die Intention, was ist denn die Intention? Und da geht es jetzt wieder zurück zu dieser Denkweise der Beamten, die Denkweise, diese Gefahrenwahrnehmung. Die Uiguren stellen eine menschliche Gefahr dar. Wenn man sich mal diese Narrative näher anschaut, im Jahr 2015 hat der Dekan der Tarim-Universität geschrieben, in einem Interview mit den regierungsstaatlichen Medien, die Bevölkerungsstruktur in Südxinjiang muss verändert werden, die Dominanz der Uiguren muss beendet werden. Welche Denkweise steckt da dahinter? Und es sind oft dann, die Regierung sagt dann natürlich nicht direkt sowas, aber es sind oft die Akademiker in akademischen Forschungsberichten, die ja staatlich finanziert, staatlich geleitet werden, die sind dann manchmal etwas direkter. Das ist so ein bisschen die Arbeitsteilung. Liu Elei, der Liu Elei, Akademiker an der Universität in Xinjiang, aber auch stellvertretender Generalsekretär des sogenannten Xinjiang Production and Construction Corps, eine koloniale Entität der Regierung in der Region, der sogenannte Bingtuan. Es ist faktisch wie eine quasi staatliche, wie faktisch eine eigene Provinz innerhalb der Provinz, hat gesagt, im Juli 2020, da waren die Uiguren ja schon in den Lagern, waren sogar schon teilweise entlassen worden aus Lagern und in Gefängnisse gesteckt worden. Im Juli 2020 hat er gesagt, das Problem in Südxinjiang ist hauptsächlich die unausgeglichene Bevölkerungsstruktur. Bevölkerungsproportion und Bevölkerungssicherheit sind wichtige Grundlagen für langfristigen Frieden und Stabilität. Der Anteil der Han-Bevölkerung in Südxinjiang ist zu niedrig. Weniger als 15%. Das Problem der demografischen Unausgeglichenheit ist Südxinjiangs zentrales Problem. Und hier muss man auch ein bisschen verstehen, der Satz, Bevölkerungsproportion und Bevölkerungssicherheit sind wichtige Grundlagen für langfristigen Frieden und Stabilität. Dieser Satz wurde Wort für Wort schon mal von jemand gesagt. Also Bevölkerungsproportion, da geht es darum, wie viele Uiguren haben wir, wie viele Han-Chinesen haben wir. Und Bevölkerungssicherheit, also ein Sicherheitskonzept hängt damit zusammen, weil die Uiguren eine Bedrohung darstellen. Wer hat diesen Satz zuerst gesagt? Niemand anders als Parteichef Xi Jinping, Generalsekretär der KP Xi Jinping, im Jahr 2014 in einer als geheim eingestuften internen Rede über die Region, als die ganze Politik der Region umgeschwenkt wurde auf innere Sicherheit.
Das Konzept der Bevölkerungssicherheit kann man auch nachlesen in akademischen Arbeiten. Gibt es ganz viel dazu, wird geschrieben. Ausgeglichenere Anteile verschiedener ethnischen Gruppierungen. Also oft wird dann von den Akademikern gesagt, in Nord-Xinjiang, da ist das Ganze relativ ausgeglichen. Da liegt der Anteil der Han-Chinesen nämlich bei über 35% ungefähr, plus minus. Ja. In Südxinjiang, in den 4 Uiguren-Präfekturen sind sogar weniger als 15%, sind nur 8% gewesen damals, 8%. Was ist das Problem mit den Uiguren? Die Uiguren sind ein Gefahrenpotenzial laut diesen Texten und Narrativen. Erstens durch ihr schnelles Wachstum. Sie wachsen schneller als die Han. Damals war das so, nicht mehr. Zweitens ihre Konzentration. Sie sind konzentriert in einer Region, stellen die Mehrheit dar. Und das Problem ist, das führt dazu, laut chinesischen Offiziellen und Akademikern, dass die Uiguren sich so verhalten, als ob das ihr Land wäre. Also sie identifizieren sich mit dem Land. So ein bisschen wie die Tibeter in Tibet, ja, die Uiguren Uigurien gibt es nicht, ja, Ist-Turkestan, wie auch immer, in Südxinjiang, ja, wenn man es mal chinesische Kolonialbegriffe benutzt. Zu starke Identifizierung mit dem Land, als ob das ihr Land wäre. Anstelle, so wird gesagt, die Identifizierung der Uiguren müsste sein mit der Regierung, mit China. Das ist die richtige Entität. Das lernen Sie ja deshalb in den Umerziehungslagern. Und das vierte ist, diese hohe Konzentration der Uiguren führt zu einer gesellschaftlichen Verhärtung durch ein übermäßig religiöses Umfeld. Nur das Aufbrechen dieser konzentrierenden uigurischen Gesellschaft durch die Vermischung mit Han-Chinesen schafft Abhilfe und garantiert Chinas nationale Sicherheit. So die Narrativen aus diesen Dokumenten. Manche chinesische Experten bezeichnen die uigurische Bevölkerung sogar direkt als ein menschliches Problem oder Menschenproblem im Chinesischen, das man durch die Einbettung von Han-Bevölkerungsmengen angehen muss. Schon seit den 2000ern verlangten chinesische Akademiker, dass Xinjiang das Bevölkerungswachstum der Uiguren eindämmt. Nun habe ich nicht die Zeit, groß darauf einzugehen, und es ist auch ein bisschen kompliziert, aber nach meinen Berechnungen, Kalkulationen ist es wahrscheinlich, dass die Regierung darauf hinzielt, dass das Bevölkerungswachstum in den Uigurenregionen auf ganz leicht negativ ist, also minus 2,5 Promille. Das ist sehr gering. 2,5 Promille sind ja 0,25%, also minus 0,25%. Dass sie also leicht negativ oder vielleicht auf Null, das kann man auch gar nicht so nachweisen. Die Vereinten Nationen können ja ein Team nach Xinjiang schicken. Wie soll man wissen, dass die Bevölkerung um so einen geringen Betrag jedes Jahr sinkt oder gleich bleibt? Das kann ja niemand, das kann man nur durch eine Volkszählung nachweisen. Und da wäre also die langfristige Planung, wenn man das jetzt mal projiziert, bis zum Jahr 2040, würde die Minderheitenbevölkerung in Südxinjiang bei dieser Ratio von 9,5 Millionen im Jahr 2018 auf 9 Millionen sinken, also nur um eine halbe Million. Aber um jetzt mal so die Überlegung des Genozids oder Völkermordes zu überlegen, ist der Vergleichsmaßstab ja nicht die Bevölkerung von 2018 fürs Jahr 2040, sondern die Vergleichsmaßstab für die Bevölkerung vom Jahr 2040 ist die projizierte Bevölkerungswachstum bis zum Jahr 2040, wenn diese drakonischen Maßnahmen nicht greifen würden. Und da habe ich mal projiziert, und zwar unter dem chinesischen Geburtsfamilienplanung, also eine Minute genau, würde die Bevölkerung bis 2040 auf 13,1 Millionen wachsen. Und der Unterschied zwischen 9 Millionen und 13,1 Millionen sind 4,1 Millionen oder 31% dieser 13 Millionen, dieser hypothetischen 13 Millionen. Wenn der Staat nicht so... Ich meine, der Staat hat ja schon davor eingegriffen. Es gab ja die chinesische Geburtenplanung. Ich rede jetzt nur von diesen zusätzlichen Maßnahmen, die wir erst seit 2017 sehen.
Ja, diese drakonische Geburtenverhinderung. Wir haben also einerseits den objektiven Tatbestand eines dramatisch fallenden Bevölkerungswachstums, andererseits den Nachweis einer Intention, diese Bevölkerungswachstum einzudämmen, um Chinas nationale Sicherheit zu gewähren. Nun, wenn Deutschland die Konvention unterzeichnet hat, hat Deutschland eine Verpflichtung, einen möglichen Völkermord zu verhindern. Deutschland muss gar nicht sagen, es findet ein Völkermord statt, ist auch schwierig, denn es ist ja ein langsamer Prozess. Das heißt, es gibt die Gefahr, ein hohes Risiko eines schleichenden Völkermordes. Und ein Land, das diese Konvention unterzeichnet hat, hat die Verpflichtung, so etwas zu verhindern. Das heißt, wenn ein Risiko festgestellt wird, muss eingeschritten werden. Und dann ist die Politik gefragt. Und damit beende ich auch meine Präsentation. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Sands. Ganz kurz. Ich war vorhin, wegen dieser technischen Schwierigkeiten, war ich nervös, habe ich vergessen, 2 Referenten von dieser Sitzung hierher zu bitten. Ich bitte um Entschuldigung. Dr. André Clemens, I forgot, I was nervous because of the technicality to please. Bitte schön. Und auch Askar Can, Vorsitzender der Uigurischen Gemeinde München, bitte. Dr. Clemens ist von der Akademie der Wissenschaft, Tschechische Akademie der Wissenschaft, Prag. Und wir kennen uns seit 5, 6 Jahren. Er spricht Uigurisch sehr gut. Ja, also sehr gut. Er war in Osttürkestan und möchten wir jetzt seine Sicht über die Gräueltaten der chinesische Regierung hören. Er wird auf Englisch sprechen und wir haben keine Möglichkeit, das alles zu übersetzen. Wenn Fragen auch taucht, wenn was nicht verständlich ist, können wir gerne diese kurze Übersetzung versuchen zu machen. Aber er wird langsam auf Englisch sprechen, damit noch verständlicher ist. Danke. Thank you very much, Mr. Enver Can, for your kind invitation to this discussion. It is my pleasure to be here. As mentioned, I work for the Czech Academy of Sciences, namely the Oriental Institute. I am based in Prague. I have been researching Uyghurs, Uyghur politics, Uyghur history, and also Chinese politics, with the focus on propaganda, ideology, and political system. I started working on Uyghurs in 1999, so that's more than 23 years ago. I've lived in Urumqi in year 2000-2001 for 1 year, and then I've been back several times. I've started publishing articles about Uyghurs, about the situation of Uyghurs in China in 2001. And since then, I've worked on research monographs, research articles, also outreach articles, media commentaries. I've cooperated with government institutions, international and non-governmental organizations on problems relating to Xinjiang and Uyghurs. I also teach at the Charles University in Prague. So from this position, I would like to share a few of my thoughts on the situation of Uyghurs. I don't work with numbers and statistics as Adrian, who has been speaking before me. I focus on qualitative research, so unfortunately I can't tell you numbers and data, but I focus on textual research and also lately interviews with Uyghurs
as East Turkestan has become inaccessible for research in recent years, researchers are increasingly obliged to work with Uyghurs who are outside of their homeland due to the fact that they cannot return or they've been forced out. Right. We can say they've been forced outside. They cannot return. In a way, this is also quite an open channel for information because in diaspora, I've been working with Uyghur diaspora since 2012. Not all the time, but first time in 2012. And actually many Uyghurs dare to say many more things only when they leave East Turkestan or China. So some things they don't dare to say openly at home, or it's much more difficult. Even before Chen Quanguo took power, or even before year 2009, or even before each of the milestones which have been happening consecutively, and which in fact means that what Adrian and so many others have been talking about is not anything entirely new in East Turkestan. It's a culmination of a long-time strategy. It's an implementation of a long-term nationality policy objectives, and what is different is the scope and depth of impact of these policies. But typologically, many of the things Adrian has been speaking about, and what many other colleagues and what many observers of the situation have been seeing in recent years, in fact, these things have been happening before. So I would like to stress here, it's important not to understand the current situation as some kind of anomaly or some kind of exception or some kind of mistake. No, this is a process of systematic policy which have been implemented with variations in East Turkestan since 1949 by the Communist Party of China, and since 1933 by Communist Party of the Soviet Union, who actually had a very strong influence in the province via local governor Chiang Kai-shek. So Uyghurs, I think it's fascinating that Uyghurs have been exposed to many of the communist policies way before 1949. And the first time Uyghur intellectual elites have been eliminated on a mass scale was in 1937 during the Great Purge, which was directly intercepted from Soviet Union to Xinjiang by Chiang Kai-shek. I have lately worked on another aspect that Adrian has been talking about, as he has, as far as I understood, through my very bad German, pardon me. He was reading the convention, so he was focusing on letter D of Article 2, imposing measures intended to prevent births within the group. I would like to say a few words about letter A of the Article number 2 of the convention, which is which defines genocide as an act of killing of members of the group, even though mass extermination of Uyghurs has so far not been uncovered, or so far has not been happening in Xinjiang or East Turkestan on the scale as, for instance, the Holocaust committed by Nazi Germany, or other types of genocide which have been defined retroactively by mass killings of the particular group. Incidents when large numbers of civilians have been murdered did in fact occur in Xinjiang or East Turkestan as well. One example is the Urumqi massacre of the year 2009,
which was one of the many milestones in the policy. It was a complex set of events unfolding in July, which included inter-ethnic violence of Uyghurs against the Khan, and later of the Khan against the Uyghurs, but it has also involved mass violence committed by the state against Uyghurs, namely by shooting and making people disappear. I have personally interviewed a person who was in Urumqi at that time, and he saw many dead people lying on the street, and this is by far not an isolated account. Another massacre happened in Ilishku in Yarkand in 2013. It was also in July. This was an unrest or a small mass disturbance caused as a reaction to the strict treatment of the local institutions of Uyghurs' religious practices. Local people rebelled, and they were massacred by local police. Also, according to witness accounts, there are likely to have been at least several hundred people who have been killed. And also, I have personally interviewed a man who claimed to be an eyewitness, and he told me he saw dead people lying on the street. So massacres, in fact, have happened in East Turkestan. I would like to also say that, in my opinion, the situation or the way Uyghurs are treated, have been treated for a very long time, several decades now, fulfills the letter B of Article 2 of the genocide, of the Convention on Prevention and Punishment of Genocide. In my opinion, Uyghurs have been systematically exposed to pressure, to psychological pressure, to very complex, very systematic and long-lasting tactics to break them mentally and to terrorize them psychologically. Many Uyghurs, both of course inside East Turkestan, but also outside in the diaspora, are very seriously mentally distressed. Very draconic measures are very often used in various types of detentions and prisons in Xinjiang. Also during shorter detentions in police stations, such as torture, beatings, people are regularly harassed by police. They are surveilled in homes. The Uyghur diaspora is terrorized even living outside of East Turkestan. So in my opinion, there is a clear intent to cause mental harm to the members of the Uyghur ethnic group committed by the state. And as Adrian has mentioned, all the signatories to the Convention on Prevention and Punishment of Genocide are legally bound to act in order to prevent genocide. So I think democratic world is in a very good position to act before or in the sense of preventing mass-scale genocide from happening in Xinjiang or from being implemented all the way. Let me frame it frankly. And I think I would like to add one thing. I think Germany, given its historical experience with the Holocaust of Jews, committed by Nazi Germany, of Jews and of Roma, and planned population optimization as a part of the Generalplan Ost, for example, towards the Slavic nation. I think Germany is in a position to become one of the leaders of this movement within the free world. So I appeal to Germany, but also to all other national governments. Let's not miss this chance. Thank you, Dr. Clemens. Thank you very much. We had an Uyghur intellectual on the program who used to be a political prisoner himself. And this morning, he was joining us from Sweden, Abdulweli Ayub. Some of you know Ingrid, you know him,
and Dr. Sands knows him. He lost his plane this morning due to the roadblock. So he spent from his home to the airport instead of 1 hour, 3 hours. So he missed the plane, and sends regards to the audience, and especially apologizes to Ingrid and salutes Dr. Sands and others because of his absence with this incident. So he is not anymore with us. Now, Asghar Can sits next to me. I'm proud of him. Ich muss ja auf Deutsch weitermachen. Der nächste Redner ist Asghar Can, mein Bruder. Er sitzt neben mir und mein Stolz, weil er wurde von der Bayerischen Landtag im Jahr 2020 für seinen Einsatz für Menschenrechte, Integration mit der Verfassungsmedaille ausgezeichnet. Und ja, er hat die Wünsche und Erwartungen, die Uiguren in Deutschland mitgebracht, möchte er vortragen, was die Uiguren wünschen. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Gäste, lieber Vorsitzender. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung und für die Vorbereitung dieser enorm wichtigen Veranstaltung. Ich habe 5 Minuten Zeit, hat mein Bruder gesagt, das ist Bruderbonus. Also wie man aus den Augenzeugenberichten wie von Ömer Bek Ali, Gulbahar Haitiwaji, Saira Gul Saudbay, Kalbinur Sudduh, Gulbahar Jalilova und viele anderen und aus den Satellitenbildern und aus den wirtschaftlichen Belegen, wie gerade Herr Dr. Adrian Sands erwähnt hat, und von offiziellen Regierungsdokumenten wie China Cables, die im November 2019 und Xinjiang Police Files, die im Mai 2022 und UNO-Menschenrechtsbericht von August entnehmen kann, führt die chinesische Regierung eine grausame und inhumane Auslöschungspolitik, die keine Grenze kennt. Und diese Politik hat dazu geführt, dass bereits 11 Staaten haben das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Uigurinnen zu Recht als Genozid anerkannt. Nach den oben genannten Belegen besteht kein Zweifel mehr, dass hier um einen Völkermord geht. Herr Adrian Sands hat vorhin Völkermordkonvention von 1948 erwähnt. Ich will jetzt nicht darauf eingehen. Nach der Veröffentlichkeit vorliegenden Belegen sind alle 5 Kriterien von der Völkermordkonvention schon längst gegeben. Meine Damen und Herren, das ist ein langer Prozess. Wir können nicht so lange warten, dass der Prozess sich vollendet hat und dass der uigurische Volk nicht ganz ausgelöscht ist. Das ist jetzt Zeit zu handeln. Wenn jetzt ein Land wie Deutschland schweigt und nicht seiner historisch gewachsenen Verantwortung nachkommt, macht es sich vor der Weltöffentlichkeit schuldig. Und dadurch ermutigt China bei seiner Politik gegenüber Uigurinnen und der anderen Nationalitäten. China will demokratischen Ländern seine unmenschliche und grausame Weltordnung aufzwingen. Deshalb müssen Deutschland und die EU aufwachen und mit klaren Aussagen und starken Sanktionen versuchen, China zu stoppen.
Eine gemeinsame, klare Haltung der EU und der deutschen Führung könnte China zu Umdenken bewegen. Wenn Deutschland und die Weltgemeinschaft jetzt nicht handeln und Stärke zeigen, kann keiner mehr China darauf aufhalten, in Hongkong gegenüber Taiwan genauso zu handeln wie im Osttürkestan. Deshalb ist jetzt Zeit, eine aktive und China-kritische Politik zu betreiben und universelle Werte zu schützen, bevor es zu spät wird. Wir Uiguren listen unsere Forderungen an die deutsche Regierung und an den Bundestag und an den Menschenrechtsausschuss in 5 Punkten. Erstens, wir wollen das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen die Uiguren sollte durch die deutsche Regierung und den Bundestag als Völkermord anerkannt werden. Zweitens, als starkes Land innerhalb der Europäischen Union sollte Deutschland in der China-Politik eine aktive und führende Rolle spielen. Drittens, die Einfuhr von Produkten, die durch Zwangsarbeit hergestellt werden, sollten in Deutschland und in Europa verboten werden. Viertens, Deutschland sollte sich für die Schließung der Internierungslager und die Freilassung der Insassinnen einsetzen, um seiner historischen Verantwortung gerecht zu werden. Fünftens, durch eine konsequente Gesetzgebung sollte deutsche Konzerne gezwungen werden, ihre Partnerschaft mit China von der Achtung der Menschenrechte von Uigurinnen, Kasachinnen, Mongolinnen und Tibetinnen abhängig zu machen. Das Handeln deutscher Konzerne sollte diesbezüglich genau beobachtet werden. Meine Damen und Herren, also wie bis jetzt Deutschland und andere europäische Länder gesagt haben, Wandel durch Handel ist gescheitert. Es darf nicht auf die Kosten der Uiguren oder anderer Nationalitäten Handel betrieben werden. Jetzt ist Zeit zum Handeln und hier möchte ich noch ganz kurz auf den Besuch von Olaf Scholz eingehen. Das war keine richtige Zeit, besonders nachdem Xi Jinping als Diktator für Ewigkeit als Präsident bestätigt wurde, eine Woche danach China zu besuchen. Das war ein Preis für China, das war eine Bestätigung der chinesischen Politik. So führt man nicht eine Politik, obwohl auf der Koalitionsvertrag stand, dass die neue Regierung eine neue chinesische Politik eingeführt wird das ganz Gegenteil gemacht. Damit macht man sich mitschuldig. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Asgarjan. Dankeschön. Wir machen jetzt eine 15-minütige Kaffeepause und inzwischen wird die Technik wieder überprüft. Dann haben wir 2 Menschen, Johar Ilham, Tochter des Ilham Tochtis aus Washington und Sophie Richardson von Human Rights Watch aus New York wird, wenn es Technik funktioniert, live eingeschaltet. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Haben wir jetzt Kaffeepause.
Sophie. Ja, okay. Gleich zu Beginn, ich möchte der Schirmherr dieser Sitzung, Herr Michael Brandt, Bundestagsabgeordnete, hierher bitten, um seine kurze Einführung nachträglich einholt. Danke Ihnen. Ja, lieber Herr Can, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe Peter Heid hier. Ich habe gern die Schirmherrschaft übernommen. Ich komme ungern zu spät, aber Abstimmungen im Parlament gehen immer vor. Und insofern ist das für uns dann nicht immer planbar, von Anfang an dabei zu sein. Aber ich will Sie erst mal herzlich begrüßen. Das ist ja auch nicht Berliner Land hier, sondern mein hessisches Land. Mein Heimatwahlkreis ist Fulda, also habe ich eigentlich einen doppelten Grund, Sie herzlich willkommen zu heißen und vor allen Dingen auch zu sagen, ich bin froh, dass diese Einladung von der Toti-Initiative möglich war. Ich will ein herzliches Dankeschön sagen für alle, die gekommen sind. Ich möchte ein Dankeschön sagen an die hessische Landesvertretung, aber Ihnen, Herr Can, und allen, die seit vielen Monaten, Jahren aktiv sind, dieses Menschheitsverbrechen gegen die Uiguren publik zu machen, Druck zu machen, dass sich was ändert, dass die internationale Gemeinschaft, auch Deutschland, die Europäische Union und andere Länder sich endlich auf den Weg machen, die Dinge so zu benennen, wie sie sind und auch Druck auszuüben, dass sich in der chinesischen Politik was ändert. Für diesen Druck möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich Dank sagen. Ihnen, ich sehe ganz viele Organisationen, auch Menschenrechtsorganisationen, die aktiv sind. Vielen Dank. Und ich sage mal, das, was sich hier abspielt zwischen der kommunistischen Partei oder von Seiten der kommunistischen Partei gegen die Uiguren, das ist die größte einzelne Vernichtungskampagne weltweit derzeit. Sie ist wirklich an Brutalität kaum zu überbieten und es hat ja einen Grund, warum internationale Völkerrechtler, viele Experten von einem stillen Völkermord sprechen. Weil das, was dort passiert, der Einsatz von digitaler Technik, die Internierung von über 1 Million Menschen, Gehirnwäsche, Zwangsarbeit, Zwangssterilisation, Geburtenkontrolle. Ich bin froh, dass Professor Zenz heute hier ist, dem wir wirklich als Pionier auch viel zu verdanken haben, dass er diese Beweise gesichert hat. Weil wir erleben natürlich eins mit diesem Regime. Sie leugnen immer die Taten. Ich bin eben angesprochen worden hier beim Café, als ich reingekommen bin in der Pause. Was hat es denn mit dem Thema Organhandel auf sich? Das System in Peking ist so abgeschottet, dass viele Dinge, nicht, dass sie nicht passieren, aber das Belegen sehr, sehr schwierig ist. Die Laogai-Lager, wo die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, die Gesellschaft für bedrohte Völker seit vielen Jahren hier aktiv sind, oder das Thema illegaler Organhandel. Oder nehmen Sie, die meisten Todesstrafen werden in China vollstreckt. Amnesty International hat China auf Platz 1, traurigen Platz 1 der Vollstreckung, aber bei der genauen Zahl der vollstreckten Todesurteile gibt es diese Zahl schlicht nicht. Das zeigt, wie abgeschottet dieses System dort arbeitet und wie abgeschottet es ist. Und umso wertvoller ist die Arbeit, dass die Lüge, dass es sich doch um tolle Ausbildungszentren halten würde, erst auf Druck von Aktivisten, von Wissenschaftlern, hat erst dazu geführt, dass auch die Vereinten Nationen zum Schluss deutlich gemacht haben, dass es Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind, trotz aller Versuche Chinas, diesen Bericht ja zu verhindern. Und ich will eine Bemerkung machen, die mich wirklich erschüttert hat, mit einer Frau, die ich getroffen habe, die an einem der Lager gewesen ist. Denn ich habe sie gefragt bei diesem Gespräch im Deutschen Bundestag, was ist als erstes passiert, als sie in dieses Lager gekommen sind. Und sie hat zu mir gesagt, als erstes wurden mir die Haare geschoren, ich habe Häftlingskleidung anbekommen und ab dem Zeitpunkt hatte ich keinen Namen mehr, sondern eine Nummer. Und Haare geschoren, Häftlingskleidung und Nummer, da war doch was. Als Deutscher weißt du, was das heißt. Und wir reden nicht über die 30er oder 40er Jahre.
des letzten Jahrhunderts, sondern wir reden jetzt über das Jahr 2022. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es zu wenig, wenn die internationale Gemeinschaft, und ich sage das als Abgeordneter des Deutschen Bundestages, die Bundesregierung hier zu leise ist und damit natürlich die falschen Signale setzt. Ich bin auf dem Weg hierher dem Bundeskanzler in die Arme gelaufen bei der namentlichen Abstimmung. Wir haben gestern die Diskussion im Auswärtigen Ausschuss gehabt über diese Reise und ich kann nur sagen, wer sich hinstellt und sagt, man fährt nach China, weil man die richtigen Botschaften setzen will, meine Antwort war, die Botschaft haben Sie vorher gesetzt, indem Sie trotz der Fehler, die auch die Vorgängerregierung in der Abhängigkeit zu Russland gemacht hat, diesen Fehler ausgerechnet in der Zeitenwende zu wiederholen und nach fachlicher Prüfung von 6 Ministerien, die gesagt haben, kritische Infrastruktur und nicht größere Abhängigkeiten, die Entscheidung genau andersrum auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Dieses Signal hat Präsident Xi natürlich verstanden. Und deswegen will ich als letzte Bemerkung sagen, wir brauchen ein Bündnis für Menschenrechte weltweit, aktuell für die Uiguren ganz besonders. Aber eins hat sich immer gezeigt bei der Menschenrechtsarbeit. Der Einsatz für die eine Gruppe ist auch der Einsatz für alle anderen. Und deswegen möchte ich auch als Christ sagen, wir haben immer, unsere Leitlinie war auch als Christdemokraten, der Einsatz für die Christen ist exemplarisch, aber er ist nicht exklusiv. Weil der Einsatz für die Uiguren oder wir haben auch Tibeter heute unter uns, das ist der Einsatz für die Freiheit insgesamt. Und deswegen werden natürlich im Kampf für die Menschenrechte der Uiguren, ist es ein Kampf für die Menschenrechte und die Freiheit von uns allen. Und ich möchte schließen, weil ich glaube, wir haben alle Möglichkeiten in der Hand, Einfluss zu üben. Wir werden im Panel darüber sprechen, was jetzt auch gleich folgen wird nach der Keynote Speech. Aber wir müssen wirklich Naivität ablegen und wir müssen gegen diese neue Qualität der chinesischen Aggressionspolitik, die im Übrigen nach innen und nach außen wirkt, ich sage mal hier das Stichwort Polizeistationen, Konfuzius-Institute und das Drangsalieren und die Drohung gegen Dissidenten aus China bei uns in Deutschland. Alles das braucht ein Stoppschild, weil, wenn wir dieses nicht setzen, als das stärkste wirtschaftliche Land in der Europäischen Union und unser stärkster Partner auf der Welt ist die Europäische Union, dann die Vereinigten Staaten von Amerika und dann China. Wir sollten uns nicht größer machen, als wir sind, aber wir sollten uns auch nicht kleiner machen, weil Deutschland hier eine besondere Verantwortung hat. In dem Sinne ein herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz. Und eins, glaube ich, können wir uns gegenseitig versprechen, nicht nachzulassen, weil es geht wirklich darum, dass hier gegen dieses Menschheitsverbrechen, gegen die Uiguren, im allen Ernst auch die Freiheit bei uns hier in Deutschland verteidigt wird und auf der ganzen Welt. Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank, Herr Brandt. Ich habe meine Dankwort vorhin gesagt und jetzt kurz. Ich danke Ihnen für die Übernahme dieser Schirmherrschaft für diese Konferenz im Namen meines Volkes. Ich danke herzliches Dank. Jetzt haben wir Frau Sophie Richardson, Direktorin des China-Abteilungs Human Rights Watch aus New York, glaube ich. Und vorhin die Technik hat nicht funktioniert. Und jetzt möchte ich, dass sie live eingeschaltet wird. Hallo, dear Sophie. Good morning. I hope the technique would function now and the audience is eager to listen to your keynote for today's conference. You have the floor. Thank you. Thank you so much. Are you able to hear me? Yes. Yes. Very good. I will proceed. I will say good afternoon. It's morning for me. It is afternoon for you. And on behalf of Human Rights Watch, I would like to extend our congratulations on this important gathering to the Ilham Tohti Initiative and especially to our friend, Mr. Enver Can. We are honored to be with you today,
though I'm very sorry to not be there with you in person. And our warm greetings to all of the participants, many of them longtime friends and allies in the struggle to secure Uyghurs' human rights. In preparing for this gathering, I reread some of Professor Toti's essays. Each time I do so, I am in awe not just of his prescience and his careful scholarly analysis of the problems caused by Chinese government policies across the Uyghur region, but also of his persistent and optimistic efforts to identify and advance solutions. That the Chinese government chooses to treat him as a threat rather than an ally is telling. But it is nevertheless Professor Toti's spirit and commitment that informed today's gathering, an effort by the community to identify and advocate for solutions in the face of atrocity crimes being committed by the Chinese government. Human Rights Watch has documented human rights violations targeting Uyghurs since 1996. We have written on pervasive restrictions on the freedom of religion. We have detailed enforced disappearances within the region and forced returns from other countries. We have exposed high-tech surveillance tools that radically enable discrimination and arbitrary detention. Based on our work documenting mass arbitrary detentions, torture, cultural persecution, and other systemic abuses, we concluded in early 2021 that Beijing is committing crimes against humanity. General Secretary Xi Jinping's remarks to the 20th Chinese Communist Party Congress a few weeks ago, particularly about religion and ethnic communities, suggests that he and his political allies intend to continue committing those crimes, which are among the most serious under international law. Uyghur advocates have been extremely effective at the United Nations, pressuring the former High Commissioner for Human Rights to finally release her assessment of serious human rights violations across the region, concluding that those may constitute crimes against humanity. The early October initiative at the United Nations Human Rights Council calling for a debate on that report fell short by just one vote, but along with the momentum reflected in last week's joint statement at the Third Committee of the United Nations General Assembly, with an unprecedented 50 countries in support, suggests that the quest for accountability through international forums is within reach. Uyghurs have played a leading role in every aspect of this work, briefing governments, organizing public protests, testifying at gatherings about their own experiences, courageously telling it time and time again their own painful stories. Human Rights Watch is grateful to work closely with many of the people across the community to ensure, among other steps, that the new High Commissioner for Human Rights, Mr. Volker Turk, takes public ownership of the High Commissioner's report, and as we all strategize together about how best to secure an international investigation that would lay the groundwork for prosecutions. Uyghurs deserve no less. The German government has played a strong role in international and bilateral efforts, and the current coalition has committed to prioritizing human rights in its foreign policy and to ending, here I'm quoting German government officials, naivete in policies towards Beijing. Yet it is not enough for Chancellor Scholz to have, as he said, raised concerns about Chinese government violations on his recent visit to Beijing. He could and should have informed Xi Jinping of Germany's intent to pursue accountability for atrocity crimes. We also believe that Uyghurs, particularly German citizens, deserve as much of the seat at the policy table as German businesses. Why did Volkswagen get a role in this visit, but German Uyghur groups did not? This should change. At a minimum, the companies that traveled with the Chancellor should publicly explain their efforts to address potential supply chain connections to forced labor, given the well-established concerns about that issue across the Uyghur region. Germany also has the capacity and, as a number of other speakers have noted, the recent history to take other steps to support and protect Uyghurs. It could, possibly in collaboration with Australia, Turkey, the US, and other governments, initiate a project to locate and call for the release of citizens' family members missing in China.
As important, German judicial officials could open preliminary investigations into crimes against humanity in China. These are similar to International Criminal Court preliminary examinations, in which the prosecutor's office gathers and analyzes information about alleged serious violations to provide the groundwork for future prosecutions. Also, Berlin can and should vigorously pursue sanctions and visa bans against Chinese government officials credibly alleged to be complicit in atrocity crimes, and strongly support maintaining and expanding those sanctions at the level of the European Union. Today's gathering creates the opportunity to debate these and many other ideas and determine which paths the Uyghur community itself wishes to pursue. 25 years of Human Rights Watch documentation of human rights violations across the region have been deeply shaped and informed by members of the community, indeed some of it by Professor Tohti himself. We look forward, as always, to learning from you and working alongside you to achieve the justice and respect for rights to which all members of this community are entitled. Thank you very much. Thank you very much, Marie, Sophie. Thank you for joining us. Thank you for your nice, effective keynote speech. Jetzt, meine Damen und Herren, eigentlich Sophie und Juhar, Tochter von Ilham Tohti, beide wollten persönlich bei uns sein. Als wir mit Termin und mit dem Konferenzort Schwierigkeiten hätten und es war zu spät für denen Flugtickets zu kaufen und deswegen die begrüßen euch sehr herzlich und bedauern, dass sie persönlich nicht dabei sein können. Und jetzt ist Juhar Ilham, Tochter von Ilham Tohti, live aus Washington. Sie habe ich 2016 in Washington zum ersten Mal getroffen und sie war eine Teenager damals und sie sagte mir, Onkel Enver, ich werde internationales Recht studieren, um für Freilassung meines Vaters zu kämpfen. Sie hat mittlerweile tatsächlich geschafft und sie ist jetzt eine Aktivist in internationalen Fora. Good morning, Juhar. Thank you for joining us. Now you have the floor. Juhar, please. Assalamu alaikum. Hello, everyone. First of all, I'd like to thank you for hosting this event. And thank you very much, Anwar Jan Dadash, for having me again. And I would like to thank all the esteemed speakers for joining me today at this important event. My name is Juhar Ilham. I am the daughter of renowned jailed economist Ilham Tohti. My heart hurts, feels pain for my dearest father Ilham Tohti. Just about 2 weeks ago, we had to celebrate my father's 53rd birthday while not having my father with us. And it is the 8th year that he had to spend his birthday away from his family and loved ones in solitary confinement. My dearest grandmother, Nasb Khan, Allah yarhamha, who raised 4 boys all on her own, had passed away over a month ago after going through long-term mental sufferings of being separated from her beloved imprisoned son and her jailed granddaughter, my cousin, Noralia Yalpun. I know very well that until the last moment of her life, my grandma knew for sure that her son and her granddaughter are innocent and was hoping for their safe return back to their home. I worry my father might not even be able to receive this heartbreaking news himself, let alone being able to attend my grandmother's funeral, since no family visits have been allowed starting from 2017. In 2014, the Chinese government accused my father of being a separatist, an extremist, and also someone who advocates for violence
while showing no single meaningful evidence to support this claim for the last 8 years. A scholar who had done nothing wrong but to help his people with his words and a pen. He's a man with a huge heart who wanted nothing else but to build bridges among different groups and communities and promote peace, is now serving a life sentence in a Chinese prison as part of a crackdown by the Chinese government on Uyghur descent. My father knew he was going to get locked up. He was warned, and he said he knew it was coming, but he said it's okay. He refused to stop doing the right thing. I have not seen my father since 2017, and me and my family do not know if my father is even alive. The Chinese government leaves no room for scholars like my father to have their voices heard by the world. And as many of you know, there's no freedom of expression in any form in China, whether it's in the Uyghur region, my homeland, or inland China. Not only is the freedom of expression deprived from us, the freedom to speak our language freely, the freedom to worship our religion freely, or even the freedom to breathe freely is considered luxurious to the Uyghurs in the Uyghur region. And now more than ever, Uyghur families like mine have been torn apart. Over the past few years, the Chinese government has been implementing extremely repressive policies in the Uyghur region in the name of countering terrorism and poverty alleviation. And as Sophie mentioned earlier, as the recent OHCHR report documented, what is happening in my homeland may constitute crimes against humanity, although for me, the word maybe isn't a term I would normally use when there's mounting evidence backing up, proving that in an effort to exercise control in the region and to also gain financial benefit from its repressive policies. The Chinese government has arbitrarily detained over 1 million to 1.8 million people and implemented a program to cleanse ethnic groups of their extremist thoughts through re-education and forced labor. And additionally, the Chinese government has also put innocent Uyghurs through torture, forced medical treatment, forced labor, sexual and gender-based violence, and violations of reproductive rights like forced sterilization. The Xinjiang police files that Dr. Zen's helped release further proves that what the Chinese government has been doing and continues to do to my people is beyond crimes against humanity. So I call for governments around the world to take the report and the Xinjiang police files seriously, and governments around the world must take further steps to protect Uyghurs abroad from transnational repression. We need to call for the immediate release of Uyghur human rights defenders who have been unjustly imprisoned, raising their individual names and stories, including my father, Ilham Tohti. And more people could be possibly ready to come forward and testify about their experiences and their stories if countries around the world, especially the democratic countries, would provide a safe haven for Uyghurs. Many students are stuck in countries outside of China, where countries are afraid to provide them legal status to stay, work, or study. Therefore, it is very important for countries like Germany to ensure expedited refugee status for Uyghurs seeking asylum, or allowing Uyghurs who might have an expired passport to enter the border so they can seek refuge, especially for those who have faced political persecution or who can testify to forced labor or gender-based violence. Last week, the German Chancellor Olaf Scholz met with Chairman Xi Jinping and a delegation of top industry CEOs, including the bosses of Volkswagen, Siemens, and chemical giant BASF, traveled with Scholz to Beijing to meet with Chinese business executives. And as a Uyghur whose people are going through forced labor, this specific move from Germany caught me by surprise and left me quite disappointed. Fortunately, this morning, just an hour ago, I learned that Germany has announced that they will block the sale of chip factory to China over security fears.
And I'd like to note that besides the security issue, enhancing business relationship with China at such critical times, it also involves an ethical concerns. While millions of people are suffering inside China or outside China as well because of Chinese government's repressive policies. And when there is a systematic surveillance and widespread forced labor program going on in a large region towards millions of people, it is extremely difficult to say that products you're importing into the German market from China, especially from the Uyghur region, is free of forced labor. So therefore, I asked Germany to pass a law like the U.S. Uyghur Forced Labor Prevention Act, possibly even better one, with a regional focus. And I call on German companies who are doing business in the U.S. Dear Jawhar, you have 1 minute. 1 minute more, dear Jawhar. Thank you. 1 minute, please. I'm almost done. To apply I hope the business can apply a single standard instead of when they think of not importing into the U.S. because of the law, because of the human rights issues, but bifurcating their supply chain and sending them back to their importing into German market. That is not a right move. My people are counting on democratic countries like Germany, and I really hope one day together, with our efforts together, we can end these abuses from keep happening. History is repeating itself, and we keep saying history should not repeat itself, never again, but it is happening again, and I hope together we can really say it won't happen again. Thank you. Thank you, Jawhar. Thank you. Take care. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit schließe ich die erste schließe ich die erste Sitzung und gleich übergebe zum Moderator der zweiten Sitzung, Herr Hanno Schädler von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Danke für eure Aufmerksamkeit. Super. Hallo, ich würde erstmal nach vorne bitten Herrn Peter Heid, Obmann der FDP im Menschenrechtsausschuss, Didi Kirsten Tatlow, Journalistin, wenn Sie nach vorne kommen könnten, ebenso wie Dr. Alicia Hennig, Wirtschaftsethikerin, Martin Patzelt, ehemaliges Mitglied des Deutschen Bundestages, genauso wie Dr. Adrian Zenz nochmal. Wir gucken mal, ob wir genug Stühle haben. Und da es mit der Technik gerade so gut klappt, würde ich tatsächlich, Sie können sich gerne, genau, hallo, würde ich das nutzen, dass die Technik so gut klappt und Herrn Erolo bitten, ein paar Worte zu sprechen zu dem Thema, was kann und sollte Deutschland tun, bilateral, aber auch multilateral, beziehungsweise im Kontext seiner Politik in Abstimmung mit europäischen Partnern. Herr Erolo, wenn Sie uns hören, würden wir Sie bitten zu sprechen. Ja, dann auch von mir einen schönen guten Abend nach Berlin. Ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut hören. Dann bitte ich einfach, den Daumen mal hoch zu machen, dass ich was sehe. Hört man? Ja, super, okay. Ja, dann nochmal herzlichen Dank für die Einladung zu dieser sehr wichtigen Konferenz, die wir heute machen. Ich bringe auch wirklich gute Botschaft mit aus dem Europäischen Parlament, denn wir haben erst gestern in Brüssel die Uyghurs Friendship Gruppe wieder zum Leben erweckt. Das ist eine überfraktionell arbeitende Gruppe von Europaabgeordneten, die sich für die Rechte der Uiguren im Europäischen Parlament einsetzen und weltweit selbstverständlich. Und bin sehr froh, dass wir da wirklich parteiübergreifend mit den großen 4 Fraktionen, also EVP, S&D, den Grünen und wir, mit der Renew-Familie dort auch im Vorstand sitzen, um die Arbeit
voranzubringen. Jeva hat es ja schon ganz gut gesagt. Wir hatten im Europäischen Parlament 2019 mit der Verleihung des Sacharow-Preises an ihren Vater ja einen, wie man sagen, politischen Dammbruch im Europäischen Parlament zur China-Politik. Seitdem wird über den Genozid über die Uiguren im Europäischen Parlament offener gesprochen. Leider muss man das so sagen, war es zuvor so, dass durchaus viele Mitgliedstaaten und auch Abgeordnete sich nicht getraut haben. Aber das sehen wir ja auch, dass aktuell nur 1 von 27 Mitgliedstaaten die Botschaft zum Beispiel von Taiwan wirklich als Botschaft akzeptieren und 26 Mitgliedstaaten das noch nicht machen, weil sie einfach Angst vor Repression haben vor der chinesischen Diktatur. Im Europäischen Parlament haben wir seit 2019 diesem politischen Dammbruch einiges geschafft. Ich glaube auch, dass ein ganz großer Grund war, dass es für die uns Europaabgeordneten, die für Menschenrechte sich einsetzen, dass das CAI-Abkommen gescheitert ist im Parlament, nachdem Kanzlerin Merkel und Macron, das ja in den Medien groß verkauft haben als großen Schritt für die Zukunft, dass das auch gescheitert ist aufgrund der Tatsache, dass wir den Preis an Ilan Tuti verliehen haben, damit ein neues Bewusstsein reingekommen ins Europäische Parlament. Und inzwischen ist es so, dass wir alle Menschenrechtsverletzungen, die an den Uiguren in China, ich will mal sagen, vollrichtet werden, und wir haben sie ja durchaus schon explizit benannt, wie große Mehrheit im Europäischen Parlament haben, von über 600 Abgeordneten nur eine ganz kleine Gruppe wegschaut. Damit will ich sagen, dass das Problem im Zentrum ist. Also wir haben jetzt die Möglichkeit im Europäischen Parlament hier wirklich mit großer Geschlossenheit über Fraktionen hinweg für die Uiguren uns einzusetzen, diesen Genozid, diesen Völkermord, diese Auslöschung der Kultur zu stoppen. Und jetzt geht es darum, dass wir über Wandel spielen, dass wir jetzt den Mitgliedstaaten, und deswegen bin ich sehr froh, dass der Kollege Brandt heute eine ganz klare Aussage gemacht haben, dass jetzt mit der Hilfe der Europäischen Union, mit der Entschiedenheit, die das Parlament gibt zumindest, die Mitgliedstaaten und die Parlamente in den Mitgliedstaaten wirklich selbstbewusst auftreten und das von ihren Landesregierungen einfordern, was letztendlich ihr Mandat ist. Wir sind alle Zeuge dieses Völkermordes an den Uiguren und müssen diesen auch in der Zukunft erklären können, wenn wir ihn nicht stoppen können. Und dazu gehört jetzt im nächsten Schritt, die Punkte haben wir heute auch schon gehört, ganz klar, dass wir uns ganz klar Gedanken machen über ein Lieferkettengesetz, was die Importe aus Zwangsarbeit verbietet in die Europäische Union, dass wir ein Bewusstsein bei den Menschen schaffen, dass dadurch auch letztendlich vielleicht Preise steigen werden, aber Menschen nicht dafür sterben müssen oder nicht dafür gefoltert werden müssen. Also wir sind in einer breiten Mehrheit und ich freue mich sehr auf die Konferenzen, auf die Fragen und bin gespannt auf die Fragen. Ja. Ich hätte da gleich eine Nachfrage, wenn das okay ist, wenn Sie mich einigermaßen hören können. Herr Elolo, was würden Sie denn Ihren deutschen Kollegen noch gerne mitgeben, jetzt mit Ihren Erfahrungen im Europäischen Parlament? Können Sie mich hören? Ja, ein bisschen näher an den Ja, können Sie, okay, jetzt müsste es hoffentlich gehen. Was würden Sie Ihren deutschen Kollegen noch mal mitgeben aus den Erfahrungen, die Sie jetzt im Europäischen Parlament gesammelt haben? Also die klare Erfahrung an die Kollegen im Bundestag ist es, dass man mit breiter Brust und Mut rausgeht. Natürlich sind einige Kollegen von uns sanktioniert worden von der chinesischen Regierung und dürfen jetzt nicht mehr ins Land reisen. Aber ich denke, das ist kein hoher Preis, den man hier bezahlt, wenn man sich für das uigurische Volk einsetzt gegen diesen Genozid. Das heißt, ich kann meinen Kollegen im Bundestag mitgeben, wirklich keine Angst zu haben vor der chinesischen Diktatur. Es ist aktuell auch noch so, dass die definitiv, ich bin ja im Ausschuss für Wirtschaft und Währung im Europäischen Parlament und im Ausschuss für Auswärtige Politik, dass aktuell Chinas Volkswirtschaft unsere europäische Volkswirtschaft noch braucht. Und das heißt, dass es genau jetzt das Fenster ist, wo wir handeln können. Wir dürfen keinen Tag mehr warten, damit letztendlich China auf uns reagieren muss. Denn heute braucht China uns noch. Ob China uns in 10 Jahren noch braucht, das müssen wir sehen. Und solange diese Abhängigkeit da ist, können wir das Leid der Uiguren definitiv lindern. Und es geht auch darum, mit deutschen Konzernen zu reden. Und ich fand es
auch nicht gut, die Reise von Olaf Scholz nach China. Ich glaube, es war das falsche Signal zur falschen Zeit. Und bin der festen Überzeugung, dass in den chinesischen Medien nicht ein Wort über Menschenrechte gebracht worden ist. Und dann bringt es uns auch nicht viel, wenn das dann in Deutschland in den Medien kommt, dass man über die Uiguren gesprochen hat. Das ist ein falsches Signal nach China, denn wir wissen, dass diese Regime in dieser Größe müssen von innen letztendlich sich verändern und sehr schwer nur von außen veränderbar. Deswegen war diese Reise sehr schlecht und deswegen die klare Aufforderung, dass alle meine Kollegen ähnlich wie der Kollege Brandt klare Worte finden und das selbstbewusst nach außen tragen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir jetzt brauchen, um schnellstmöglich diesen Völkermord zu stoppen. Denn jeden Tag, den wir brauchen, sterben weitere Uiguren oder werden inhaftiert oder müssen ihre Heimat verlassen. Vielen Dank, Herr Erolo. Weil es nachvollziehbarerweise für Sie als Politiker viele Termine gibt und Sie bald weg müssen, würde ich Sie bitten, Herrn Heid, ob Sie ein paar Aussagen treffen können. Ja, vielen Dank. Man merkt, dass wir dem Ende des Jahres näher treten und ich glaube, wir tagen heute bis 2:30 Uhr nachts. Ich rede selbst um 24 Uhr. Und deshalb bin ich ein bisschen im Verständnis, dass wir auch aufgrund der namentlichen Abstimmungen ja ein bisschen Stress haben. Ja, ich bin ja jemand, der seit ungefähr einem Jahr in einer Regierungskoalition ist. Vorher waren wir Opposition. Und ich will an der Stelle deutlich sagen, wir haben als Ampel beschlossen, eine andere China-Politik zu machen als die alte Regierung. Da sind wir auf dem Weg. Wir werden eine neue China-Strategie haben, bald, die erarbeiten wir gerade, da stimmen wir uns ab. Und die wird ganz deutlich die Menschenrechtsverletzungen der KP China benennen. Und sie wird auch ganz deutlich aufzeigen, dass wir insgesamt als Bundesrepublik Deutschland einen anderen Weg einschlagen. Ich will an der Stelle auch ganz deutlich sagen, dass ich die Reise von dem Kanzler Scholz in der Form für unglücklich halte. Ich habe das auch öffentlich schon gesagt. Scholz hat in Asien zunächst einmal Japan besucht als allererstes. Das war gut, das war ein richtiges Zeichen, das war ein wichtiges Zeichen. Und sicherlich müssen wir mit China weiter reden. Es hat ja keinen Sinn, sozusagen alles abzubrechen, sondern wir müssen versuchen, in Gesprächen mit China Möglichkeiten auszuloten. Das gilt ja nicht nur für die Menschenrechte, das gilt zum Beispiel auch für die Frage Klimaschutz. Aber natürlich, so kurz nach dem Parteikongress der KP China nach Peking zu fliegen, war falsch, weil man damit das falsche Signal setzt und Politik lebt nun mal sehr viel von Bildern und deshalb war das einfach unglücklich. Insgesamt mache ich an der Stelle auch aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass ich das Verhalten verschiedener Wirtschaftsvertreter und Wirtschaftsführer in Deutschland auch für falsch halte. Also, dass unter anderem der CEO von BASF uns vorwirft, wir würden China-Bashing betreiben, da wundert man sich nur und fragt sich, in welcher Welt dieser Mensch lebt. Ich bin ganz klar dafür, dass wir das Engagement der deutschen Wirtschaft in China zurückfahren. Es passiert leider das Gegenteil, weil die Investitionen in China werden dieses Jahr so groß sein wie noch nie. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges, das ist verkehrt. Ich war ja zusammen mit dem Kollegen Brandt in Taiwan, ich war danach auch noch in Japan. Ich fand das so interessant, dass diese beiden Länder ganz klar die Bedrohung von China benennen und beide Länder haben eine ganz klare Strategie, nicht sofort raus aus China, aber eine Strategie, die Abhängigkeit von China zu verringern, das Handelsvolumen eher zu verringern, neue Märkte zu erschließen. Wir haben eine ganz klare Südostasien-Strategie und das ist die Erwartung, die ich auch von meiner Bundesregierung habe, dass wir dasselbe auch erarbeiten. Und deshalb sage ich als Freier Demokrat, wir brauchen natürlich in dem Zusammenhang Handelsabkommen. CETA ist jetzt der Anfang, aber wir brauchen Handelsabkommen. Malaysia ist ein Land, was wir nennen können. Australien, Neuseeland, aber generell Südostasien. Da müssen wir sehr intensiv diskutieren und schauen, dass wir eben auch neue Märkte finden. Lieferkettengesetz ist angesprochen worden. Am 1. Januar wird in Deutschland ein Lieferkettengesetz in Kraft treten. Da steht schon einiges drin.
bin weit davon entfernt zu sagen, dass das Gesetz das schönste Gesetz ist der Welt. Da ist noch einiges zu tun. Wir reden ja auch in Europa über ein Lieferkettengesetz. Meine Vorstellung ist die, dass wir am Ende des Tages in Europa ein handhabbares Lieferkettengesetz bekommen, was alle Bereiche abdeckt, was auch die Frage der Sanktionen gut löst. Ich bin da auch in Verhandlungen mit meinen FDP-Kollegen im Europäischen Parlament über den Inhalt dieses Gesetzes. Aber natürlich heißt erst einmal, jetzt im 1. Januar tritt das in Deutschland in Kraft und das haben dann auch deutsche Firmen zu beachten. Und das betrifft natürlich auch die Frage der Zwangsarbeit der Uiguren. Das muss ganz klar berücksichtigt werden. Insgesamt glaube ich, dass wir gegen China viel deutlicher die Position der Menschenrechte vertreten müssen. Und mein Eindruck ist der, dass dieses Umdenken, was wir hier in Deutschland haben, stattfindet. Natürlich kann ich gut verstehen, wenn Sie sagen, es muss schneller passieren. Aber wichtig ist, dass wir diesen Weg gehen. Wir müssen auch da eine Vorreiterrolle einnehmen. Und das versuchen wir von den Freien Demokraten in die Ampelkoalition hineinzubringen. Ich ganz persönlich werde zusammen mit meiner Kollegin Derya Türk-Nachbauer von der SPD in Kürze da lade ich auch natürlich die CDU und die Grünen ein. Ich bin mit euch dann noch im Gespräch. Deswegen, es gibt einen Freundeskreis Tibet, den gibt es schon länger. Jetzt vorgestern ist der Freundeskreis Hongkong gegründet worden von meiner Kollegin Gide Jensen, die ja einige auch kennen. Und wir werden eben dann einen Freundeskreis Uiguren gründen. Das ist der nächste Schritt. Dann haben wir diese 3 Gruppen haben wir dann hier im Bundestag. Und wir werden da intensiv zusammenarbeiten, um das Thema der Uiguren weiter voranzutreiben. Und wir müssen am Ende des Tages auch über die Frage des Genozids sprechen. Das ist halt, ich bin ja nun selbst Jurist, das ist alles auch nicht so ganz trivial. Wir haben zum Beispiel beschlossen, dass wir den Genozid an den Jesiden anerkennen wollen. Im Moment erarbeiten wir einen entsprechenden Entschluss im Bundestag. Da sind nun mal einmal 3 Parteien, die in einen Hut bringen müssen und dann müssen sie auch immer schauen, dass sie das als Bundesregierung erklären. Ich bin mir sicher, wir werden das noch hinkriegen. Ich hoffe, dass wir es noch dieses Jahr hinkriegen. Und als nächstes kommen nächstes Jahr die Uiguren dran. Ich muss an der Stelle halt auch einfach sagen, die Belastung, die wir als Ampelregierung aktuell haben, ist extrem groß. Das Land Deutschland ist auf das, was wir gerade zu bewerkstelligen haben, leider nicht vorbereitet. Die letzten 16 Jahre hat Deutschland nicht vorausschauend Politik betrieben. Das müssen wir jetzt alles nachholen in extremen Zeiten, in Zeiten eines Angriffskrieges gegen der Russlands gegen die Ukraine. Und das ist alles, wie gesagt, extrem aufwendig, was wir hier betreiben müssen. Aber wir werden das tun. Ich werde mich dafür einsetzen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass nur wenn wir hier klare Worte sprechen, den Uiguren helfen, aber auch einem Land wie Taiwan helfen können. Denn ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Taiwan fallen sollte, ist das Ende der freien Welt, wie wir sie kennen. Das ist mir in Taiwan mehr als klar geworden. Vielen Dank. Herr Haidt, bevor Sie jetzt endgültig weg müssen, Ach so. Ich hätte trotzdem eine Nachfrage. Ich will keine Parteien und Politiker und Politikerinnen gegeneinander ausspielen. Ein Thema, das in den deutschen Medien, in der Politik vielleicht auch noch nicht so eine Beachtung findet, ist das, was die chinesische Regierung auch unterhalb der staatlichen Ebene macht. Und es gibt jetzt zum Beispiel das Beispiel des Landes Niedersachsen, wo der Ministerpräsident Weil gerade wiedergewählt wurde, geht in Koalition mit den Grünen ein, ist eingegangen. Was sind Ihre Erwartungen hinsichtlich an so eine Staatsregierung auch eines Landes, eines Bundeslandes, das ja immerhin Anteilseigner bei Volkswagen ist? Das ist ein sehr gutes Thema, was Sie da ansprechen. Ich erwarte von dieser Regierung, dass sie mit VW dringend darüber spricht, wie sie VW als Marke auf der einen Seite erhält. Das ist ja auch nicht so ganz einfach. Aber natürlich davon wegkommen, dass VW einem erklärt, wenn es den chinesischen Markt nicht mehr gibt, da gibt es die Marke nicht mehr. Das ist für mich keine vorausschauende
Politik für ein zu großes Unternehmen. VW hat extrem viele Probleme und eines dieser Probleme ist auf jeden Fall der chinesische Markt und das, was da investiert wird. Ich möchte erreichen, dass dort wir von diesen Investitionen wegkommen, dass wir dieses Engagement von VW in China, man kann es nicht sofort beenden, aber dass wir das zumindest nicht weiter ausbauen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass wir uns auch deutlich machen müssen, die Abhängigkeit Chinas ist aktuell von Deutschland und Europa auch noch relativ groß. Aber China versucht, von dieser Abhängigkeit wegzukommen. Und deshalb haben wir in der Tat ein Zeitfenster, was wir nutzen müssen. Kein Mensch weiß von uns, was in 10 Jahren ist. Und wenn wir erstmal wirklich erpressbar sind, dann ist dem Tür und Tor geöffnet. Ich möchte zum Beispiel die Konfuzius-Institute in Deutschland am liebsten sofort schließen. Ist auch rechtlich nicht... Ja. Ich bin ja mit dem Staatssekretär Brandenburg aus dem Bildungsministerium auch einig. Es ist halt auch wieder die rechtliche Umsetzung in Deutschland. Wir sind ein Rechtsstaat, da werden wir uns hohe Anforderungen gestellt. Und deshalb haben wir auch keinen Bock, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass wir es einfach jetzt schließen und dann die für ein Gericht ziehen, dann kriegen wir das um die Ohren gehauen. Also wir müssen das so machen, dass es einer gerichtlichen Überprüfung standhält. Wir werden das auch tun. Aber wie gesagt, auch da muss natürlich das Brett gebohrt werden. Ich will das Außenwirtschaftsgesetz ändern. Die Tatsache, dass wir eine Beteiligung von Coscon von 24,9% nicht verhindern können, rechtlich, ist ein Unding. Es muss dringend geändert werden. Die Freien Demokraten werden einen entsprechenden Gesetzentwurf ins Kabinett einbringen, um das Außenwirtschaftsgesetz zu ändern. Wir brauchen einen kompletten China-Stresstest, um alles auf den Prüfstand zu stellen, was bisher verkehrt gelaufen ist. Dafür werden wir uns einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes möchte ich bitten, Martin Patzelt ein paar Worte zu sagen, ja, wenn es okay ist, dass Sie auch sprechen. Martin Patzelt, langjähriger Bundestagsabgeordneter und sich sehr viel für Menschenrechte eingesetzt, nicht nur in China, sondern unter anderem auch zum Beispiel in den Philippinen. Herr Patzelt, bitte. Im Bundestag und betrachte das Ganze jetzt sozusagen retrospektiv aus einer Außensicht. Das ist ja auch ganz interessant, aber meine Sicht hat sich eigentlich nicht verändert, sie hat sich eigentlich nur verstärkt. Und ich sage jetzt ein paar scharfe Worte und harte Worte, die habe ich früher auch benutzt, vielleicht nicht ganz so öffentlich. Der Menschenrechtsausschuss darf nicht weiterhin ein Feigenblatt der deutschen Demokratie bleiben. Der Menschenrechtsausschuss, und da waren wir uns eigentlich immer einig, zumindest in unserer Arbeitsgruppe der CDU-CSU, dass wir in alle Ausschüsse hinein und zu allen Kolleginnen und Kollegen die entsprechenden Einflüsse geben können. Wir sind die Wächter der Menschenrechte. Wir sind die Wächter für unseren Wohlstand und für unsere Zukunft. Und damit verbindet sich für mich die tiefe Überzeugung, die ich auch als Berichterstatter für China und für die Philippinen und für Vietnam und für Iran, also die sogenannten Schurkenstaaten hieß das unter uns immer, die ich da hatte. Da hat sich dieser Eindruck sehr verstärkt, dass Menschenrechte nicht ein ethisches Problem allein sind und nicht ein religiöses Problem, sondern dass sie zutiefst mit unserer Zukunft und mit unserer Sicherheit zusammenhängen. Und wenn wir das nicht begreifen als Volk und nicht nur als Politiker, dann haben wir schon verloren. Also wir dürfen nicht in dieser Inkonsequenz weiterleben und sagen, da ist uns das Hemd näher, was den materiellen Wohlstand angeht, als die Jacke. Wir müssen begreifen, dass dort, wo Menschenrechte angegriffen werden, eigentlich unser eigenes Leben und unser Wohlstand angegriffen wird. Schauen Sie sich doch mal global die Situation an. Dort, wo Demokratie und Freiheit herrschen, da entwickelt sich auch eine wirtschaftliche Prosperität. Und das müssen wir begreifen. Dort, wo Freiheit herrscht, entwickelt sich eine kulturelle Identität. Und das, was wir hier erleben mit den Uiguren in China, ist ja nur ein Beispiel dafür, dass dort, wo Minderheiten nach faschistischer Manier, und das Wort ist mir, sage ich auch in tiefer Überzeugung, weil genau die Unterscheidung zwischen verschiedenen Menschenwerten und Menschengruppen, die man als Sicherheitsrisiko einschätzt, wie wir das heute gehört haben, dass das ein faschistoides Verhalten ist, was zum Teil sogar noch in unserer eigenen nicht Überzeugung, aber in unserem Fühlen mitlebt. Solange wir nicht auch in der deutschen Bevölkerung ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es bei der Verteidigung der Menschenrechte der Uiguren, der Tibeter, der Philippiner und allen immer auch um uns geht,
und um unsere Zukunft. Und deswegen müssen wir wachsam sein und müssen weiter kämpfen und nicht nur in den Schulen und in der Pädagogik, sondern an den Küchentischen zu Hause. Und da wünsche ich mir von unseren Politikern klarere Entscheidungen, klarere Worte, eine eindeutige Sprache und nicht so ein Dahinwuscheln, weil es um so existenzielle Dinge geht. Wissen Sie, unser Rechtsstaat zum Beispiel sagt, wer sich gegen Menschenrechte vergeht oder es zulässt, der macht sich eigentlich schon strafbar im Sinne des Gesetzes. Und wenn deutsche Firmen in irgendeinem Staat, und sei es in China, wir haben gerade über VW gesprochen, zulässt, dass die Menschenrechte sogar noch nicht nur verletzt werden, sondern dass man sogar noch mitwirkt, dann ist das vor deutschen Gerichten justiziabel. Und da dürfen wir nicht mehr blind sein auf einem Auge oder auf beiden Augen, sondern müssen eine viel größere Wachsamkeit auch in unserem Land, in unserer Bevölkerung erzeugen. Da muss es Anklagen geben. Und da muss sich jeder fürchten, dass er irgendwo auch im Ausland Menschenrechte verletzt oder dazu beiträgt. Das ist meine Überzeugung und jetzt will ich die Zeit nicht so strapazieren. Vielen Dank, Herr Patzelt. Auf das Thema Weltstrafrecht und was man auch hier in Deutschland vor Gericht tun könnte, da werden wir später noch darauf zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerne Vertreter der Wissenschaft und Vertreterinnen der Wissenschaft auch zu Wort kommen lassen. Als erste Dr. Alicia Hennig, Wirtschaftsethikerin und Inhaberin der stellvertretenden Professur für allgemeine BWL an der Uni Dresden. Alicia, bitte. So, geht technisch. Ja, vielen Dank, lieber Enver, für die Einladung heute und dass ich dabei sein kann und auch mit einer Stimme aus der Wirtschaftsethik sozusagen sprechen kann. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht. Einiges haben wir heute Abend auch schon gehört. Es wurde ja mehrfach erwähnt, dass wir in Deutschland eine historische Verantwortung haben. Ich wollte noch mal auf die Verbindung zwischen Wirtschaft und Politik ein wenig eingehen. Wird jetzt auch kein endlos langer Monolog. Auf jeden Fall, ja, also zum Thema historische Verantwortung. Wir haben ja im 20. Jahrhundert zweimal Diktatur in Deutschland erlebt, wovon die erste unmittelbar mit einem Genozid, also dem Holocaust, verbunden war. Insofern verpflichtet uns unsere Geschichte. Die Frage ist, zu was? Zum Nicht-Wegschauen bei ähnlichen Grausamkeiten, wie wir sie zum Beispiel in Xinjiang derzeit sehen können. Und diese Verpflichtung kann nicht nur daraus bestehen, dass wir einmal im Jahr den Holocaust-Opfern gedenken. Diese Verpflichtung muss aus Taten bestehen. Ganz konkret sehe ich die Verpflichtung in einer wertebasierten Außenpolitik, die nicht nur auf dem Papier existiert. Die sogenannte Zeitenwende muss in Wort und Tat vollzogen werden. Im Kontext von China, des kulturellen Genozids bzw. Des Völkermords in Xinjiang, der Unterdrückung in Tibet, der Erodierung der Demokratie in Hongkong und der Unterdrückung von Regimekritikern in China kann es nicht sein, dass deutsche Unternehmen wie beispielsweise VW und BASF genau jenen Werten zuwiderlaufen durch ihre fortlaufenden finanziellen Investitionen in einer Diktatur wie China. Es kann außerdem nicht sein, dass chinesischen Staatsunternehmen als verlängerter Arm der Partei, wie beispielsweise jetzt im Costco-Fall, der Einkauf in deutsche Infrastruktur ermöglicht wird. Deutsche Unternehmen unterstützen damit die Agenda der Partei, genauso wie auch manche Politiker, allen voran unser Bundeskanzler Herr Scholz. Die Wirtschaft kann sich nicht unabhängig von gesellschaftlichen und politischen Normen betrachten. Sie ist Teil der Gesellschaft und ihre Aufgabe ist es, von gesellschaftlichem Nutzen zu sein. Wir kommen so lange unserer historischen Verantwortung nicht nach, solange deutsche Großunternehmen, die sich loyal gegenüber einem diktatorischen Staat verhalten, unseren politischen und gesellschaftlichen Werten zuwiderlaufen. Eine Politik, die diese Werte nicht in der Praxis umsetzt, wird unserer historischen Verantwortung nicht gerecht, denn ihre Bekenntnisse zu Menschenrechten und anderen ethischen Prinzipien verbleiben reine Lippenbekenntnisse. Wir in Deutschland haben noch vieles vor und wir haben noch vieles zu tun und insbesondere sehe ich da die wenig förderliche Verflechtung von Politik und Großunternehmen in Deutschland, die unbedingt angegangen werden muss und die wir auch im Fall von VW, denke ich, doch sehr offensichtlich sehen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn ich da kurz nachfragen darf, was wären denn konkrete Handlungen, die zum Beispiel die Politik seitens auf der Bundesebene, auf der Landesebene gegenüber VW machen könnte oder sollte? Ja, das ist natürlich die große Preisfrage. Also ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten, Zuckerbrot oder Peitsche, vielleicht auch beides simultan. Aber die eine Möglichkeit ist ja, und das sehen wir am Beispiel von Japan, die Bundesregierung könnte zum Beispiel Incentivierung setzen, dass sich VW beispielsweise zurückzieht oder einfach auch wieder mehr im europäischen oder im deutschen Markt investiert. Die andere Möglichkeit ist die Peitsche, dass quasi Sanktionen eingeführt werden. Wir müssen halt noch gucken, wie sich das Lieferkettengesetz in der Hinsicht ausspielen wird. Im Fall von VW habe ich da jetzt ehrlich gesagt, weil ja auch nur die Zulieferer des ersten Levels, also der Zulieferkette betrachtet werden, sehe ich
das jetzt für VW erstmal nicht als unmittelbares Problem und deswegen auch nicht als Möglichkeit der Sanktionierung. Die Bundesregierung, wie gesagt, das ist, ich denke, über Incentivierung könnte man noch einiges erreichen. Japan sehe ich da als gutes Beispiel und ansonsten brauchen wir definitiv auch seitens der Öffentlichkeit einfach mehr Aktion und dazu ist die Bundesregierung eigentlich auch oder sollte verantwortlich sein, da eben auch in der Bevölkerung mehr Bewusstsein zu schaffen für diese Problematik und die sehe ich eben auch noch nicht ausreichen. Ja, also ich meine zum Beispiel diese Baumwollgeschichte, die hätte man halt wirklich mal konkreter mit der Fashionindustrie verknüpfen können. Wir sehen aber hier auf deutschen Straßen keine Boykotts gegen Baumwolle aus Xinjiang oder dergleichen. Ja, und damit hätte man natürlich irgendwie eine Art von Hebel gehabt, ja, auch was Reputationsschäden oder das Risiko auf Reputationsschäden solcher Unternehmen eben hätte bedeuten können. Ja. Vielen Dank. Um noch eine andere Ebene unseres Gesamtsystems reinzubringen, nämlich den Journalismus, würde ich gerne Kirsten Tetlow bitten, uns etwas zu erzählen. Sie ist, ich glaube, Sie sind Hongkongerin, kann man das so sagen? Ja, ja, das kann man so sagen. Genau. Und haben lange aus China und aus Hongkong berichtet und berichten jetzt seit Jahren auch sehr und vielfältig darüber, wie China Abhängigkeiten im Westen schafft, ohne dass es der Westen oder Teile des Westens bis jetzt verstanden hätten. Das ist absolut so. Und ich frage mich auch, ob ich auf Englisch sprechen soll. Ist das in Ordnung? Nur weil es gibt ja einige, die vielleicht lieber auf Englisch hören würden. Machen Sie es gerne auf Englisch. Okay. I'll speak English so that everyone can understand. Exactly. I'm a journalist. I spent 4 to 5 years in think tanks until May of this year here in Germany. What I'd like to say is that when this awful situation with the Uyghurs in China was developing, I was in Beijing at the time. I was back there from 2003 to 2017. And essentially in 2012, we were hearing rumors that the Beijing government and the Communist Party had decided to go for a policy of what they call full assimilation of the Uyghur people. This was a dramatic change from the policies that had been in place until then, which had had ethnic Vorteile, also advantages, thank you, etc. So there was a big change, and you know, I think that at the time we all missed it. Here, a mea culpa, myself as well, all of us, all journalists essentially missed it, partly because we weren't. It has to do with how is majority opinion built in journalism around the world. How does it connect to politics in countries? What is considered right? What is considered wrong? And I think this is really a time now with these appalling things happening to the Uyghurs where we really need to maybe reach really deep down inside ourselves and say we really actually need to challenge a lot of this received wisdom. Now, this isn't an especially new observation, but I think it's an extremely important one. We also need to have the courage on a political level, which I'm so happy to see some people absolutely have, to challenge received wisdom. I'd like to quote from an article that ran today in FAZ, the Frankfurter Allgemeine Zeitung, from 8 leaders of German companies, BASF, VW, Merck, Bosch, Trumpf, Hersius, Schaeffler and HHLA, which is of course the Hamburg Port Authority. There's too much to say in it that's of great interest, but I would simply like to point out how they claim, unsere Standorte in China tragen ganz wesentlich zu unserer Wettbewerbsfähigkeit bei. Gleichzeitig sind sie Botschafter unserer Werte und Kultur und zeigen, wie deutsche Unternehmen überall in der Welt verantwortlich, snip, 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 umgehen. Folge dann noch, snip, 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 sprich Cut. Gerade heute gibt uns das gewaltige Potenzial des China-Markts die Chance, schneller auf größte Maßstäbe zu skalieren. Mehr Abhängigkeit braucht man gar nicht zu kommentieren, glaube ich. So, look, we missed what was happening early on. Uyghurs, of course, did not miss it. But 2 things I want to say, because this is about what can we do. 2 things I want to pull out. First of all, transnational repression. And second of all, and this may seem a little abstruse to some, but it's about stopping science and technology transfer to China.
I wrote a book with other people about this, published last year, called China's Quest for Foreign Technology, Beyond Espionage, that detailed the entire system of science and technology transfer to China from every industrial, developed, research-heavy country in the world. There is another person in the audience who wrote it with me. I won't mention his name, he's a very modest guy, thank you very much, Hinak. And, you know, first of all, transnational repression. I recently came across another case in Germany where a young man had applied for political asylum after being directly threatened by a Communist Party member who was, it's a long story. Anyway, he's just 19 years old. He applied for political asylum. What happened? The people who were monitoring him in Germany were informed of his application by the local authority in the town in North Rhine-Westphalia. He was immediately in huge trouble from the Chinese side because they knew at that point. Now, first of all, we need to sensitize officials much more who are handling these cases to say, look, you can't tell the people who are watching him, who have sponsored his visa, who are working for a United Front organization, if not more, in Germany, you cannot inform them that this person has applied for political asylum. You are literally hurting him, yeah? And indeed, he had enormous problems at that point. He now hasn't seen his mother or anyone in China. He's had to cut off all contact. He's 19 years old. He's upset about this, angry. It was basically a failing on the part of the German bureaucracy. Much more sensitization, how to handle political asylum cases from a place like China. My second point, S&T transfer, science and technology transfer. You know, the China science investigation that was pursued this year by many very good news outlets was good as far as it went. It was the tip of an iceberg. The situation is much more severe in terms of research collaboration between Germany and China, much more serious, and the outflow of high tech is enormous. Now, China is using this to build itself up into a big and strong nation. And that's where we are actually dealing now with not just what's happening in China, that's obvious, but also with China's rise globally and how it's challenging, you know, this international order, the economy of the international order on a global level. And we are, in fact, feeding that rise. So I do like to say, to turn around the English phrase, don't bite the hand that feeds you, and say, don't feed the hand that bites you. Yeah. Because I think that's precisely what we're doing. And I'll stop there because there's far too much to say. Thank you very much. Thank you very much. You already had some recommendations to the politicians who are on the panel, so thank you very much. And your combination from having been there in China, in Hong Kong, for such a long time, as well as being here now for a couple of years and witnessing that there's still a lot of waking up needed. Also es geht immer noch darum, dass man hier auch aufwacht, da was China denn alles macht und wie es das macht, was auch gar nicht immer so leicht zu durchschauen ist. Jemand, der viel mit Journalisten und Journalistinnen zu tun hatte und auch mit Politikerinnen, vor allen Dingen jetzt in den letzten Jahren in den USA, ist Herr Dr. Adrian Zenz. Und ich würde Sie jetzt auch noch mal bitten, was für konkrete Empfehlungen würden Sie Politikerinnen und Politikern hier in Deutschland geben? Wenn man sich mal den Bericht der Vereinten Nationen zu Xinjiang anschaut, können Sie mich hören? Funktioniert das Mikrofon jetzt? Dann von Michelle Bachelet, fast verhinderte Bericht. Dann merkt man, dieser Bericht hat Stärken und Schwächen. Und die Schwachpunkte sind genau die beiden, wo das Potenzial zum Handeln ist, nämlich die Frage Geburtenverhinderung, sprich Völkermord, ist sehr schwach ausgefallen, und Zwangsarbeit. Und das sind genau die beiden Sachen, die ich ansprechen würde. Das sind nämlich rechtliche Verpflichtungen, die es hier gibt. Gut, in Deutschland Zwangsarbeit jetzt mit dem neuen Lieferkettengesetz. Die EU überlegt ja auch, hat einen Vorschlag eingebracht jetzt, die Europäische Kommission. Die Völkermordskonvention verlangt ja von den Unterzeichnerstaaten, dass man Genozid verhindert. Um Genozid zu verhindern, muss man frühzeitig das Risiko eines möglichen oder potenziell schleichenden Genozids erfassen. Dafür haben die Vereinten Nationen im Jahr 2014 ein Risikoframework entwickelt,
mit Indikatoren, um frühzeitig das potenzielle Risiko eines Völkermordes zu erfassen. Weil nämlich seit 1948, soweit ich weiß, kein einziger Völkermord jemals verhindert wurde. Man hat ihn nachträglich festgestellt. Und deswegen ist die Verantwortung der deutschen Politiker meiner Meinung nach im Moment nicht so primär darauf zu versuchen festzustellen, gibt es denn, können wir denn definitiv sagen, in Xinjiang gibt es Völkermord, sondern die Verantwortung ist, ein Risikoframework für Deutschland, für die Verantwortung Deutschlands unter der Völkermordskonvention zu entwickeln. Man sollte dazu sagen, dass Deutschland hier eine besondere Verantwortung trägt. Mechanismen zu entwickeln, um das Risiko eines potenziellen Genozids frühzeitig zu erkennen. Wenn Deutschland das hätte, dann könnte Deutschland zum Beispiel auch in China anfragen und fragen, ja, was sind denn die neuesten Zahlen zur Geburten, was sind denn die aktuellen Geburtenraten, was sind die aktuellen Daten? China veröffentlicht zurzeit ja diese Daten nicht. Allein so ein Vorgang wäre schon mal interessant und relevant. Das Zweite ist die Zwangsarbeit. Nun, die meisten Maßnahmen zur Zwangsarbeit zielen auf die häufigste Form der Zwangsarbeit ab, nämlich Zwangsarbeit in Unternehmen, Fabriken, Firmen. Die Zwangsarbeit in Xinjiang erfasst man so, aber im Zweifel nicht oder nur sehr schwer. Denn in Xinjiang haben wir ähnlich wie in Usbekistan mit der Baumwolle und wie in Turkmenistan ein staatliches System der Zwangsarbeit. Und das staatliche System der Zwangsarbeit funktioniert anders, hat andere Dynamiken, andere Treiber und andere Indikatoren. Zum Beispiel die 11 Indikatoren der Internationalen Arbeiterorganisation, ILO, zur Zwangsarbeit sind für die staatliche Zwangsarbeit überhaupt nicht entwickelt worden und viele von denen treffen für Xinjiang auch nicht effektiv zu. Die wird man nicht leicht erfassen können. Und deswegen, und das habe ich auch, als ich in Brüssel war, erklärt, muss das Verständnis entwickelt werden, wie funktioniert denn die staatlich geförderte Zwangsarbeit und wie kann man den Import von Produkten mit Zwangsarbeit aus so einem System verhindern. Und da muss man nämlich anders agieren und proaktiv agieren. Und dieses Verständnis, dieses Bewusstsein, das fehlt vielerseits, weil diese Form der Zwangsarbeit relativ selten ist, geschichtlich. Zumindest im 20. und 21. Jahrhundert. In der Kolonialzeit war das dann noch sehr, sehr verbreitet. Das sind die zwei Themen, die ich dazu ansprechen würde, wo ich denke, gibt es konkreten Handlungsbedarf. Ach so. Herr Heid, Sie müssen... Ja, wir haben wahrscheinlich einen Hammelsprung. Sorry. Genau. Das entscheidet sich jetzt noch? Ja, genau, ja. Alles gut. Auf jeden Fall arbeiten da drüben. Okay, vielen Dank. Also, aber schön, dass Sie es noch mitnehmen könnten. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, Herr Heid. Was zum Strafrecht oder dem Völkerstrafrecht gesagt hat, das nehme ich auch gerade, aber beim nächsten Mal. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist auf jeden Fall eine eigene Veranstaltung wert. Ja, also Herr Brandt und Herr Heid müssen jetzt leider los. Das geht nicht anders. Das ist natürlich klar, dass Sie dann zu der Abstimmung müssen. Irgendwie auf jeden Fall vielen Dank, sowohl an Herrn Heid und als auch an Herrn... Ah, Sie kommen wieder, alles klar. Ich habe mich gerade entschuldigt. Ah, okay, alles klar. Bei der Präsidentin. Das ist sehr gut, dass das die Möglichkeit dazu gibt. Herr Brandt, Sie sind ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr aktiv, wenn es ums Thema Menschenrechte geht. Nicht nur bei der Frage, wie es den Uiguren geht, was denen angetan wird, sondern natürlich auch Tibeter. Aber Sie haben ja vorhin gesagt, es geht nicht darum, welcher Religion man angehört, es geht darum, man ist Mensch und deswegen hat man bestimmte Rechte und die dürfen nicht verletzt werden. Was wären denn, jetzt sind Sie, Ihre Partei ist jetzt derzeit in der Opposition. Haben Sie bestimmte Erwartungen an die Regierung, die ich dann Herrn Heid nachtragen kann und seinen Kolleginnen aus der Regierung? Also das Gute ist, der Kollege Heid und ich, wir sprechen ja miteinander. Ich gehe sogar so weit, aufgepasst, ich mache meine Haltung zu Menschenrechten nicht nur an der Religion nicht fest, sondern sogar nicht an der Partei. So soll es geben. Und ich will das vielleicht auch nochmal, auch wenn der Peter Heid jetzt nicht mehr da ist, wir sind uns ja in der Sicht sehr ähnlich. Aber ich muss eine Bemerkung dazu machen, weil am Ende geht es ja nicht darum, ob wir am Podium uns einig sind, sondern ob diejenigen, die die Verantwortung in diesem Land tragen, und das ist natürlich in erster Linie der Bundeskanzler und natürlich auch die Bundesregierung insgesamt, tatsächlich so reden,
wie sie handeln oder ob sie handeln, wie sie reden. Mein Eindruck ist, dass das nicht der Fall ist. Und ich sage mal, ich habe meine Haltung als Oppositionspolitiker nicht geändert. Ich habe auch in der Zeit der Regierung von Angela Merkel, wenn ich es für notwendig erachtet habe, meine Kritik öffentlich und deutlich, auch intern natürlich, aber auch öffentlich formuliert. Und deswegen will ich noch eine Bemerkung machen, auch wenn er nicht mehr da ist. Es zielt nicht auf den Kollegen Haidt. Dem nehme ich die Haltung ab, gar keine Frage. Aber die Koalition der Ampel hat ja nicht eine neue China-Strategie angekündigt, weil sie sich das irgendwie im grauen Zimmer angekündigt hat, sondern weil die Welt eine andere geworden ist. Und wenn die Welt eine andere geworden ist, dann muss ich eben auch anders handeln. So, und deswegen komme ich zum Schluss, das, was Sie auch gesagt haben, es darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Und aus den Gesprächen, die ich gestern und heute hatte, nehme ich die Schlussfolgerung, dass die Menschenrechtsverletzungen, die konkreten Menschenrechtsverletzungen in Tibet gegen die Tibeter, gegen die Uiguren bei diesem Gespräch gar kein Gegenstand waren. Weil, und jetzt kommt's, das Lippenbekenntnis ist, wir haben die Menschenrechtslage angesprochen. Aber Menschenrechte funktionieren doch nicht so, dass ich über die Universalität der Menschenrechte philosophiere, sondern indem ich meinem Gegenüber sage, wir werden nicht akzeptieren, dass du Menschen im Jahr 2022 internierst. Das kann er von mir aus auch unter 4 Augen sagen, aber da muss er es spätestens machen. Und ich habe erhebliche Zweifel, dass das passiert. Und Russland ist doch in Wahrheit ein breites Versagen, ein politisches Versagen, ein diplomatisches Versagen, ein wirtschaftliches Versagen und auch ein gesellschaftliches Versagen. Die Gleichung zu sagen, Hauptsache der Kühlschrank und der Tank ist voll, diese Haltung, die auch bei uns viel zu lange in den letzten Jahren da war, ich muss unterstellen, an vielen Stellen ist sie noch da. Die Zeitenwende, die der Kanzler richtig beschrieben hat, die ist doch gar nicht angekommen. Wie kann denn der BASF-Chef, der uns mit in diese Abhängigkeit gebracht hat, nicht als Person, sondern als Chef dieses Unternehmens, das war sein Vorgänger und sein Vorgänger, ja, aber wie kann man denn eigentlich auf die Idee kommen, solche Äußerungen heute in der FAZ zu machen? Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn wir nicht endlich begreifen, dass wir unsere deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik, aber ich rede jetzt über Deutschland, an einzelnen DAX-Unternehmen entscheiden, dann darf man sich nicht wundern, wenn wir da landen, wo wir gerade landen. Im Übrigen, in Russland bezahlen andere ihr Leben als Preis. Wir reden über erhebliche Dinge mit Preisanstiegen und Inflation, Energiepreise, ist nicht banal. Aber bei den anderen reden wir über Menschenleben. Und das ist das Thema bei den Uiguren. Ich würde im Übrigen auch sagen, es ist ganz wunderbar, wenn der Bundestag Völkermordsresolutionen erlässt. Ich würde mal sagen, was ist eigentlich unsere Aufgabe als Politik? Alles dafür zu tun, Völkermord zu verhindern. Das ist der erste Schritt. Ich brauche nicht die Diskussion heute darüber, ob wir das als Völkermord anerkennen. Wir müssen alles tun, um den Völkermord zu verhindern und deswegen die Analyse vorher, aber vor allen Dingen muss ich die Zeichen setzen. Ich will noch eine Bemerkung machen zu dem Thema China-Strategie. Das finde ich auch klasse. Auch in der letzten Regierung gab es immer die Forderung, jedenfalls von mir und auch von anderen, eine neue strategische Ausrichtung der China-Politik vorzunehmen. Schon seit längerer Zeit ist sichtbar, dass mit der Machtübernahme durch Xi wir eine neue Qualität der chinesischen Politik erleben. Nur, ich muss mal eins sagen, ich kann auf eine neue China-Strategie verzichten, die ja noch gar nicht geschrieben ist, wenn das konkrete Handeln komplett anders heute schon ist. Was meine ich damit? Wir reden viel über werteorientierte Außenpolitik, die halte ich für richtig. Ich bin ein Anhänger der werteorientierten Außenpolitik. Aber wenn die Außenministerin sagt, ich bin für eine werteorientierte Außenpolitik, ich kritisiere die Politik des Kanzlers, dann muss ich aber verlangen, dass sie im Kabinett dagegen stimmt, gegen mehr Abhängigkeiten. Für Hamburg mag das toll sein, aber es geht nicht um die Hamburger Interessen, es geht um die nationalen und europäischen und globalen Sicherheitsinteressen bei dem Thema. Und es haben 6 Minister, ich würde diese Kritik auch ansprechen, wenn es eine andere Konstellation wäre, 6 Minister gesagt, wir haben geprüft, das ist ein Fehler, wir dürfen nicht größere Abhängigkeiten machen, es geht um kritische Infrastruktur. Dann muss ich verlangen, dass ich nicht nur kritisiere, sondern dann muss ich sagen, dann müsst ihr auch mit Nein stimmen und dem Kanzler
klar machen, dass er mit dieser Tour auf Biegen und Brechen seine zynische Machtpolitik, und so nenne ich das, und ich nenne es bei der Wirtschaft auch zynische Deals von BASF, von VW oder von Siemens auf Lasten von Menschen, die das mit dem Leben, mit der Internierung bezahlen. Und es wäre zum Beispiel angebracht, bei dieser Reise mit der Wirtschaftsdelegation, und ich sage mal, die Aufforderung geht auch von hier heute an diese Unternehmen. Ich würde im Übrigen die deutsche Wirtschaft nicht über einen Kamm scheren. Es gibt Veränderungen in den letzten Jahren. Ich nenne mal das Strategiepapier des BDIs. Im Mittelstand gibt es immer mehr, die sind zu lange haben sie gebraucht. Aber es ist nicht so, dass die deutsche Wirtschaft, es gibt immer mehr Verbündete für uns bei der Menschenrechtspolitik, weil sie merken, dass die gleichen Mechanismen auch dort wirken. Aber wir reden hier über einzelne Unternehmen, die keine Skrupel haben, den letzten Deal noch zu machen. Ich fordere Siemens auf, endlich offen zu legen, welche strategische Partnerschaft sie mit der chinesischen Diktatur pflegen in Xinjiang bei der Überwachungstechnologie. Was ist mit den Vorwürfen gegenüber VW, dass sie das gleiche Sicherheitspersonal einsetzen wie in diesen Internierungslagern? So, diese Fragen sind alle nicht beantwortet worden. Eine letzte Bemerkung, die ich sagen will, es gibt überhaupt auch aus wirtschaftlichen Gründen überhaupt gar keinen Grund für einen Kotau vor China. Die Abhängigkeiten, die BASF jetzt weitermachen will, den gleichen Fehler nochmal weitermachen will, wie auch die Bundesregierung, die komplett andere Signale setzt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Xi genau diese Signale auch verstanden hat. Und deswegen kann die Antwort nur sein, das ist keine Frage von Parteipolitik, es ist eine Frage, ob wir unsere Sicherheit, unsere Freiheit und unseren Wohlstand erhalten. Und ich muss sagen, eins an der Diskussion über Völkermord, über das, was gerade gegen die Uiguren passiert. Ich habe mir die Frage die letzten Wochen gestellt, wo hat Europa eigentlich je einen Völkermord verhindert? Wo? Ich bin politisiert in den 90er Jahren durch den Völkermord in Bosnien. Weil in Deutschland und Europa viele kluge Resolutionen, viele gute Statements, aber wenig Handeln, ein klares Versagen Europas. Und deswegen ist Menschenrechte nie so allgemein und universell, das sind sie. Aber es ist nichts für Sonntagsreden, sondern jetzt ist die Zeit, die Haltung zu zeigen, weil nochmal, ich glaube, wenn wir dieses Stoppschild nicht setzen, wir haben die Verantwortung gegenüber den Uiguren und wir haben aber auch eine Verantwortung für alles das, was auf der Welt passiert, weil eins ist klar, wenn dieses Modell sich durchsetzt, werden die anderen autoritären Staaten die gleichen Mechanismen nutzen. Und letzter Satz. Ich war letzte Woche bei mehreren Veranstaltungen, bei Amnesty International über die Menschenrechte. Ich habe viel über die Uiguren gesprochen im Jahr 2022. Und wir haben gestern den 9. November gehabt. Es soll niemand sagen, er hätte es nicht gewusst, was jetzt gerade gegen die Uiguren angerichtet wird. Vielen Dank, Herr Brandt. Ich würde gerne erst Frau Tetlow und dann Herrn Patzelt das Wort geben. Hallo, ja, danke. Herrn Brandt, was Sie da eben gesagt haben, so wichtig, welche Völkermord hat eigentlich Europa verhindert? Grundsätzliche Frage. Amerika hat es natürlich getan. Ich glaube, was wir jetzt mit China sehen, mit dieser Reise von dem Bundeskanzler und mit dieser langen Artikel im FAZ zum Beispiel, ist ein weiterer größerer Schritt in Richtung Europa, geleitet von Deutschland, von den Verbündeten über den Atlantik wegzuziehen, zu pullen sozusagen, um da einen echten Zäsur zwischen Europa und Nordamerika zu machen. Das will China, das ist sehr klar. Ich habe mal einen führenden Botschafter Deutschlands in China gefragt, was will China eigentlich von Deutschland? Und die sehr gute Antwort, China will, dass Deutschland Europa liefert. Und ich glaube, das war absolut richtig. Das wollte ich mal kurz sagen. Der zweite Punkt, mein verehrter Kollege
André Klimisch, der wirklich Experte ist, in diesem Thema hat mir darauf hingewiesen, Thema S&T-Transfer, Science and Technology, warum das so wichtig ist, dass der neue, und das vielleicht als Punkt sehr interessant für die Leute, für mich auch, dass der KP-Sekretär von Xinjiang, Ma Xingrui, jetzt Politbüro-Mitglieder auch zu diesem Science and Technology System vom Militär, Industrie, Raumfahrt, zu dieser Clique gehört. Also wir müssen da schauen, wie das sich zuspitzt, jetzt auch in diesem hochtechnologischen Bereich mit Xinjiang und wie das auch weltweit sich ausübt. Denn das ist ja der Punkt, also was in Xinjiang oder was in den uigurischen Ländern passiert, bleibt nicht dort. Kommt zunehmend in alle Richtungen in der Welt auch an. Danke, Frau Tetlow. Herr Patzel, bitte. Ja, also ich will einfach mal den Blick ein bisschen weiten auf die politische Dimension. Ich komme ja aus dem Osten und ich habe 40 Jahre in einem totalitären System gelebt. Das sind meine prägenden Lebenserfahrungen auch und weiß, glaube ich, ein bisschen einzuschätzen, wie diese Mechanismen wirken. Ich trete ganz stark dafür ein, dass der Dialog trotz aller Schwierigkeiten mit China und anderen Diktaturen nicht beendet wird, weil ich glaube, wir sprechen ganz verschiedene Sprachen. Die Chinesen verstehen uns doch gar nicht. Ich glaube, die denken, ja, wir haben so ein Faible für Menschenrechte und so. Für sie gilt es Einheit, Gleichheit, Unterdrückung. Das größte Glück des Menschen besteht darin, wenn er eine Nummer ist in einem großen System und gut funktioniert. So behandelt China seine Menschen, so hat die DDR ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger behandelt. Nicht ganz in dieser Stringenz, aber wir müssen für die Menschenrechte werben, dass die Menschenrechte tatsächlich, ich habe das vorhin mit meinem kurzen Statement gesagt, dass die Menschenrechte eine Basis sind für glückliches Leben und für Entwicklung und Fortschritt. Warum schickt denn China seine Agenten überall hin? Man sagt, jeder Chinese geht mit dem Fotoapparat in die Welt. Weil die Innovation und die Kreativität natürlich nicht von Sklaven, die im Denken behindert werden, kommt. Also ich habe das in der Schule immer so erlebt. Wenn wir gegen unsere eigene Erkenntnis Dinge sagen mussten und daran bewertet wurden und daran Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen wurden, also ich durfte nicht studieren, weil ich zu meinem eigenen Denken stand, dann kann daraus nicht Produktivität auf Dauer und lange erwachsen. Und ich glaube, die Diktatoren müssen das erkennen. Was ist denn Russland? Ein furchtbares Entwicklungsland. Die lebten ja wie eine Kolonie, nur noch vom Rohstoffverkauf. Die haben sich versündigt am russischen Volk. Das russische Volk muss das aushalten, wie das chinesische Volk es auch langfristig aushalten will. Und deswegen will ich nur als Politiker immer mahnen, wir dürfen diesen Dialog, den grundsätzlichen Dialog im kulturellen Ebene und in der politischen Ebene, ohne dass ich jetzt etwas relativieren und wegnehmen will von dem, was hier gesagt wurde. Wirklich nicht. Ich will das auch nicht vertrösten, sondern wir müssen das auch mitbedenken, dass wir hier langfristig, mittel- und langfristig tatsächlich in einen echten Dialog treten müssen, bleiben müssen. Ich will eine Bemerkung dazu machen, weil ich sage mal, das ist aus meiner Sicht vollkommen richtig, was Kollege Patzelt gesagt hat. Aber man muss auch aufpassen in der öffentlichen Debatte, dass wir nicht ein Potemkisches Dorf aufbauen, weil ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, wir wollen keinen Dialog mehr mit China, wir wollen keine Beziehungen mehr mit China. Ich glaube, das Entscheidende, und da ist die falsche Analyse in der deutschen Außenpolitik, du musst diesen Dialog auf Augenhöhe führen. Wir sagen dann immer, du darfst es nicht ansprechen, weil ansonsten China sein Gesicht verliert. Andersrum wird natürlich genauso ein Schuh draus. Wenn wir sozusagen durch Unterwürfigkeit China gegenübertreten, wir reden ja über die Kommunistische Partei, ja, dann haben wir unser Gesicht schon lange verloren. Und wir müssen zweitens aufpassen, dass wir ein Narrativ nicht übernehmen in dieser Debatte. Das Narrativ heißt nämlich, in China ist sozusagen das Thema Menschenrechte oder Demokratie ist nichts für Chinesen. Es gibt doch aktive Gegenbeispiele. Hongkong, Taiwan. Ich muss sagen, ich war beeindruckt. Ich war jetzt das erste Mal in Taiwan von dieser lebendigen Demokratie und dass sie sich nicht von China provozieren lassen, sondern dass sie ihren erfolgreichen Weg gehen und sehr wohl um die Drohungen wissen. Aber was mir begegnet ist,
China sagt ja immer, wir müssen mal mehr China-Kompetenz haben. Das heißt, im Auge der Kommunistischen Partei unsere Meinung übernehmen. Ich würde sagen, ich würde übereinstimmen, wir brauchen mehr China-Kompetenz. Das heißt nämlich, auch diese Narrative nicht ständig zu übernehmen, auch in der Wissenschaft, im Journalismus, in der Politik in Deutschland. Als wir jetzt nach Taiwan gereist sind, bei den Interviews, die erste Frage war immer, ist das denn jetzt eigentlich keine Provokation, nach Taiwan zu reisen? Ich sage, okay, wir sollten das Interview jetzt beenden, weil auch das Sprechen über die sogenannten Menschenrechte mag Peking überhaupt nicht. Und es ist total normal, dass Demokraten und Parlamente sich besuchen und dass wir gerade, wo die Menschenrechte unter Druck sind im indopazifischen Raum, dass wir unsere Verbindungen stärken, weil das ist die Gegenstrategie. Es gibt eine Gegenstrategie, nämlich mit Verbündeten, mit Demokratien in der Region. Ich nenne Japan, ich nenne Taiwan, aber auch, ich sag mal, Südkorea und andere Verbündete, natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, auch Indien. Mit denen uns zu verbünden, uns unabhängiger zu machen von der einseitigen Abhängigkeit. Das heißt ja nicht, dass wir keine Beziehungen haben. Hier wird ja oftmals nicht wahrgenommen, dass die Chinesen selbst gar kein Problem damit haben, mit Taiwan Geschäfte zu machen, wenn sie darauf angewiesen sind. Nämlich 70% der Chips. Aber diese Narrativübernahme, da müssen wir echt vorsichtig sein. Am Ende ist es nicht so, dass wir automatisch nur von den Chinesen abhängig sein und für China arbeiten würde. Es hängt auch von uns ab, dass wir uns resilienter machen, breiter aufstellen und damit natürlich Alternativen sorgen. Ich will ein letztes Beispiel nennen, wo natürlich ein Anknüpfungspunkt steht. Ich weiß nicht, ob der Kollege Eroglu aus dem Europaparlament noch mit dabei ist. Aber natürlich sollte jetzt die EU ein Investitionsabkommen verhandeln mit Taiwan und mit sehr konkreten Themen. Grüne Technologie, die Frage Digitalwirtschaft, die Frage Halbleiter. Und natürlich wird China dampfend auf dem Tisch stehen und drohen. Nur, ich muss mal eins sagen, man darf nicht mit dem Feuer spielen. Da bin ich sehr dafür. Man muss klug sich verhalten und man muss gucken, dass man das richtige Maß findet. Aber China setzt immer auf eins. Wenn die Drohungen kommen, dass am Ende der Westen wegknickt, weil er schwach ist. Letzte Beispiel, die Vereinigten Staaten von Amerika, Pelosi-Besuch. Die Chinesen haben gesagt, wenn die Amerikaner durch die Straße von Taiwan fahren, dann setzt sie was. Und das ist die alte chinesische Strategie. Erstmal drohen, einschüchtern und gucken, ob der andere zurückweicht. Und wenn er zurückweicht, wird noch ein Stück zurückgewichen und noch mehr gedroht. Die Amerikaner sind meines Wissens zweimal durch die Taiwanstraße gefahren und es ist nichts passiert. Das heißt, du musst auch ein kalkulierbares Risiko eingehen, um deine eigenen Werte zu verteidigen, weil ansonsten sind es Lippenbekenntnisse. Und nochmal, den Preis zahlen noch nicht wir. Ja, in Wohlstand, den zahlen wir. Aber den wirklichen bitteren Preis, den zahlen gerade andere. Stichpunkt China-Narrative und China-Kompetenz. Alicia Hennig, es gibt ja auch in der deutschen Sinologie beziehungsweise den WissenschaftlerInnen, die in Deutschland, aus Deutschland nach China gegangen sind und wie du sehr lange dort waren, viele Erfahrungen gemacht haben. Es gibt da eine Debatte. Und ich selber habe Sinologie im Nebenfach gehabt, das heißt, ich spreche sehr schlecht Chinesisch, leider. Aber ich habe es noch so gelernt, unsere Rolle als Sinologen und Sinologinnen, Brücken zu bauen. Es geht nicht darum, zu kritisieren, sondern man muss verstehen und so weiter. Was würdest du auch unserer Politik mitgeben, wenn es um den Aufbau von China-Kompetenz geht? Was sollte sie machen und was sollte auch vermieden werden? Ja, Hanno, da kannst du mir ja fast von den Lippen ablesen. Ich wollte nämlich noch, jetzt geht's, ein bisschen was zu sagen zum Thema Diskurs und Narrative in Deutschland, weil ich denke, wir haben in der öffentlichen Debatte in der Tat ein gewisses Problem. Ist das jetzt? Okay, gut. Was ich eben auch merke, ist, weil ich mich auch einbringe, also primär über die Sozialmedien mit kritischen Perspektiven, wir haben ja in erster Linie die Politiker, jetzt wie Herr Brandt und so weiter, die natürlich mit einer kritischen Perspektive in die Öffentlichkeit gehen. Wir haben die Medien, das weiß Didi, das weiß auch Hinak hier im Raum, die kommen auch mit kritischen Artikeln. Und dann gibt es aber keine breitere Masse, finde ich, in den sozialen Medien in Deutschland, die das Thema weiter vorantreiben würde, unter anderem eben auch nicht aus der Sinologie. Und ich selbst bin ja auch nicht Sinologin, ich habe nebenbei Chinesisch gelernt. Ich bin seit 2005 regelmäßig nach China gekommen, um dort in der Industrie zu arbeiten und 2015 habe ich
ich angefangen, an chinesischen Universitäten zu arbeiten. Ich war da insgesamt 5 Jahre vor Ort beschäftigt. Und was hier in Deutschland fehlt, glaube ich, und ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber es müssen die Leute konkret identifiziert werden, die wirklich jahrelange Erfahrung vor Ort gesammelt haben und natürlich, und das ist die Herausforderung, noch gewillt sind, offen darüber zu sprechen, weil das ist die größte Problematik, sich offen kritisch gegenüber China auszusprechen, weil es kommt natürlich mit einer gewissen Gefahr einher, dass man angegangen wird, persönlich beleidigt wird und so weiter. Ich habe das auch auf LinkedIn selbst erlebt. Da schließen sich auf einmal Leute an, mit denen hat man überhaupt keinen Kontakt und die wühlen dann in der eigenen Geschichte rum und versuchen einen dann irgendwie zu demontieren in aller Öffentlichkeit. Das macht den Diskurs hier in Deutschland öffentlich sehr anstrengend und ich glaube, diesbezüglich müsste sich insbesondere etwas ändern, dass die Politik versucht, diese Leute zu identifizieren, mit ihnen in Kontakt tritt und von diesen Leuten eben auch entsprechend die Einsichten und die Kompetenz bezieht, weil letzten Endes glaube ich, wir können hier nur alle zusammenarbeiten und die Leute, die jahrelang vor Ort während der Xi-Ära noch gearbeitet haben, die haben eben auch diese Zeit der extremen Überwachung und auch der Reglementierung, zum Beispiel, was ich selbst an der Universität noch erlebt habe, den Crackdown on Western Values miterlebt. Und ich denke, es ist sehr wichtig, wenn man solche Leute eben integriert in den Diskurs mit ihren Erfahrungen vor Ort. Danke. Vielen Dank. Herr Patzel würde darauf gerne etwas antworten. Und ganz kurz, ja, Herr Brandt muss jetzt wieder an seine Wirkungsstätte, seine erste Wirkungsstätte. Vielen Dank. Für Ihren Einsatz und für Ihre Haltung. Klar. Herr Patzel, bitte. Ich bin dankbar für den Blick, der nochmal auf die innenpolitische Situation gerichtet wird, weil ich natürlich jetzt im Osten auch erfahre, wie die Langzeitwirkungen eines kommunistischen Systems die Menschen prägen. Und das, was wir im Osten erleben, also in meinem unmittelbaren Umfeld und in täglichen Gesprächen, ist, dass diese Putin-Freunde oder dieses Putin-Verständnis völlig weggeht von Wertvorstellungen und von Menschenrechten, sondern dass da eine Angst besteht, dass der mühsam erhaltene Lebensstandard immer noch verglichen mit dem im Westen und dann sich immer noch schlechter fühlen, dass dieser Lebensstandard dominierend im Bewusstsein ist. Und deswegen kann ich auch nur ermuntern, ob in sozialen Netzwerken, aber ich habe vorhin die Politiker angemahnt, dass die Politiker eine klarere, überzeugende Sprache sprechen. Ich habe es im Bundestag erlebt, nur sind beide Kollegen weg. Nicht, dass Sie den Eindruck haben, ich fange jetzt hier hinterher an. Aber wie schnell sich die Meinung von MdBs Kolleginnen und Kollegen ändert, wenn im Wahlkreis eine andere Meinung auf einmal populär ist. Wie der Wahlerfolg und das Mandat abhängen, und wir sollen ja auch die Interessen der Wählerinnen und Wähler vertreten, aber das ist ja nur die eine Seite. Aber wie schnell sich da etwas ändern kann und letzten Endes, wir leben in einer Demokratie, kann auch nur entschieden werden, was die Mehrheit des Volkes möchte. Umso mehr und umso wichtiger ist es, die Erfahrung der Menschen, die da sich wissenschaftlich oder auch politisch oder journalistisch damit beschäftigt haben und Insider sind, dass die von den Politikern transportiert werden und dass wir hier tatsächlich in einer Gemeinschaft bezüglich Entwicklung von Bewusstsein in der Bevölkerung auch wirken. Und ich sage Ihnen, dass da helfen keine ethischen und religiösen Wurzeln mehr, weil Sie sagten, Herr Brandt, als christlicher Politiker, ich glaube, die Menschen müssen merken, dass es um ihre eigenen Interessen geht und dass ihre eigenen Interessen, um die sie jetzt Angst haben, gerade gefährdet sind, wenn wir nicht für die Menschenrechte eintreten. Das ist mein Plädoyer und da hat die Politik viel zu tun, da haben auch die Abgeordneten noch viel zu tun. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz Herrn Professor Juan Manuel López Nadal nach vorne bitten für ein paar Worte und dann wird Enver Can ein paar abschließende Worte sprechen. Guten Abend. Zuerst, ich möchte meinen Freund Enver Can und Ilan Tohti Initiative für die Einladung bedanken. Und dann, als mein Deutsch ist nicht gut genug, ich werde mit Ihrem Urlaub in Englisch sprechen. Well, I am a retired Spanish diplomat, Spanish diplomat in Ruhestand, but in fact I am here in my capacity of chairperson of the regional chapter of Amnesty International in the Balearic Islands. In fact,
Mallorca, where, you know, we have many German visitors and inhabitants. Willkommen in Mallorca. So, in this capacity, a few years ago, we had a conference on the situation of Ilham Tohti, as Amnesty International took Ilham Tohti as a prisoner of conscience. That was 4 or 5 years ago, if my memory doesn't fail, dear Enver. And from there, we have established a very good cooperation and network in different friends from different countries. But in fact, what I would like to say, I am very much aware about the discussion about German politics about concerning China, concerning the Uyghur issue, and concerning the human rights. But as maybe I am the only non-German European present in this room, I would dare to say I think I'm sorry for our Czech friend, yes. In fact, I would dare to say something on behalf of the European Union, if I may allow that myself, because I think that what we have learned from the Russian invasion of Ukraine, and in this sense I have a thought for the brave and courageous Ukrainian people that are paying a very high price to defend their freedom, so they deserve our support and our respect. But this is a lesson for Germany and for the whole of Europe, because as Putin managed and tried to divide us and blackmail us, there is no other blueprint in China's view of Europe. China will do all the possible to divide us and to split us and to offer good business bargains to one on the others. And in this sense, I think that more than ever, European Union coherence and common foreign policy concerning China, concerning the Uyghur issue, the Tibetan issue, Taiwan issue, Hong Kong issue, and why not the rights, human rights of 1.4 billion of Chinese people that are suffering under a terrible dictatorship, deserve also our support and our concern. So my small and modest message is, let us work from the civil society so our politicians will work together in the European framework to defend human rights, to defend democracy, and to defend our common values. And just to finish my intervention, all our support for the struggle of the Uyghur people in East Turkestan. Thank you very much. Thank you, my friend Juan Manuel. He's as a former Spanish diplomat in Far East. He's a good China watcher, and he had much to say, but the time is short. So thank you for coming extra, flying in from Mallorca to see all us and to deliver the short message. Thank you, my dear. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Bundestagsabgeordneten, die müssten weg, aber eine ehemalige ist immer noch stellvertretend hier. So, ich danke Herrn Brandt und allen Referenten und Referentinnen für ihre Mitarbeit und allen Anwesenden für ihre Teilnahme. Gleichzeitig danke ich auch allen Menschen weltweit, die sich für Menschenrechte einsetzen. Ganz besonders danke ich dabei an Frau Margrethe Bause für ihre kämpferische Arbeit für uns Uiguren und an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments wie Reinhard Bütikofer, Engin Eroglu, Ilhan Küçük, Raphael Glucksmann und viele andere, die wegen ihrer
engagierten Einsatzes für die Menschenrechte sanktioniert sind. Ich wünsche mir sehr, dass die Menschenrechte zukünftig immer im Mittelpunkt der deutschen und europäischen China-Strategie stehen werden, denn ich fürchte, dass wir ohne die Einhaltung der Menschenrechte, ohne die Wahrung unserer Werte, Demokratie und Freiheit nicht mehr an unsere Kinder und Enkel vererben können. Nun noch ein letztes Wort an die Damen und Herren Abgeordneten in Abwesenheit. Professor Ilham Tohti wurde in den letzten Jahren von Ihnen mehrmals für den Friedensnobelpreis nominiert. Zweimal schaffte er es, zu den 5 Finalisten zu gehören. Die Nominierungsfrist für den Friedensnobelpreis 2023 endet am 31. Januar. Ich würde mich im Namen meines Volkes sehr freuen, wenn Sie sich noch ein weiteres Mal für ihn einsetzen würden. Damit beende ich die heutige Sitzung. Vielen Dank für die Anteilnahme. Danke, auf Wiedersehen. Und wenn ich so ein Familienfoto bitten darf, würde dieser Abend noch komplett gut werden. Vielleicht vorne hier, dass wir alle hier stehen.